Leute gucken mich schon nicht negativ oder so, dass sie überhaupt nicht da nicht gesehen haben, dass ich abfallen und ich spüre nicht auch. Steht dann da, ich packe schon ne? So, du hast echt einfach die Natur, einfach mi braun, ist so. Ich habe so, was lebt? Ne? Nein, mehr. Ja, Barack Obama so, du wärst extraordinary. Ja. Ich habe Angst über meine Zukunft. Ich habe Angst über mein Digital Footprint. Ich habe Angst, ich habe so, was keinen Sinn ergibt. Und Daniel fragt, wie riecht den Obama? Gut, dass du nicht mein Diplom gucken. Ja. So, willkommen zurück bei der Gille Froh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Philipp Übrich und heute sind ich Mom. Tom Busseler, wir sind heute ganz froh, begrüßen zu dürfen. Diana de Groot. Hallo. So, besseren Intro. Oh, me, ich will so, das ist noch immer der kackte Sound. Wie war? Ich weiß nicht. Mir das ist aber egal. Okay. Können weitermachen. Okay, ich probiere ja, ja, du weißt, wie das als Podcast ist. Geht immer alles wie ihr wollt. Als dein Setup nicht professionell. Nee, gut nicht. Nee. Oh, das tut. Nee, mein Setup ist auch professionell, weil ich produziere ja nicht das letzte Journal, aber in der Zeit ist es aber findest du schön? Ja. Auch halt Kabel. Das Setting ist mega cool. Ja, Ich bin extra Wille, egal. Ja. Nee, das Setting ist nice. Naja, ein Gruppato, Shoutout. Nee, merci, dass du Zeit geholt hast. Wir wissen über deine ganz viel beschäftigte Frau. Mit vielen Projekten. Mir schon viel ein bisschen geschwärzt. Dementsprechend merci, dass du heute bist. Merci. Wie stellst du dich vor? Am besten du stellst dich ganz kurz vor. Das ist wahrscheinlich nicht einfach, für das kurz zu halten. Aber probieren wir. Es sind Diana de Groot, ich bin Politikerin, Aktivistin. Und ich habe angefangen, mich mehr an Sozialentrepreneuriat ranzugucken. Und ich engagiere mich in ich mache Initiativen, ich kreiere Initiativen und ich unterstütze Initiativen, weil ich will die Jungen fördern, sich mehr zu engagieren, zu Lützeburg, in Europa und auf der Welt. Findest du, dass die Jungs sich am Anfang zum Mann engagieren? Nee, ich fand nicht. Ich fand nicht, dass die Jungs sich zum Mann engagieren, aber ich fand, dass sie an einem Land wie Lützeburg kriegen nicht immer wenn er jung ist, wenn er so Ambitionen hat. Und ich habe das Gefühl, und das ist ein perfektes Exempel dafür, dass er irgendwie muss außerhalb ankommen sehen oder ein bisschen unerkannt sehen. Außerhalb von Lützeburg? Ja, außerhalb von Lützeburg unerkannt sein, für zu Lützeburg unerkannt zu gehen. Weil ich extrem schön fand, weil wir so viele Talente haben, die können ausbauen. Und ja, ich so immer mehr kultivieren. Die nächsten, die an der Bank arbeiten, gehen nichts auf Koten. Wir kultivieren keine Changemakers. Und ich will das gerne ändern. Und ich setze mich auch dafür an, dass es sich nur ändert. Ich merke, das anders am Ausland, also das mehr schlimm als in Lützeburg, das wie am Ausland. Das kann ich nicht beurteilen. Okay. Ich kann just von intern gesehen, aber das, wenn ich bei jung war, wenn ich eine Konferenz so organisiert habe, war das ein bisschen so konsideriert wie so belächelt. Ja, genau, so belächelt. Hallo, wir kommen nach zum Zweck, dass Barack Obama mich kennt. Da gibt mir ultra Kredibilität, mir en même temps fand ich das schön, weil es so nicht... normal. Das ist normal, aber es sollte aber auch sein, dass wir kultivieren den Engagement bei Jungen. Ich kann ja vielleicht andere, vielleicht ist das ja geschieht, dass ich Barack Obama kennenlernen, dass ich das an anderen. Das ist dann nicht normal, aber weil zu Lützeburg ist ja so klein, mir schon Pummel darüber geschaut, das ist mega einfach, zu Lützeburg so bekannt zu gehen. Aber dass du so dick schnelle Plafond erreichst und dass du dafür musst an das Ausland gehen, für das zu erreichen. Okay. Guck auch, also du hast gerade effektiv auf der Kote an der Bank so geschaut. Aber du hast natürlich, du musst ja auch zwar wohl Karriere, aber du bist so kein Public Figure so am Bankensektor oder am Juristensektor, wie du das als Changemaker bist oder keine Ahnung, an der Kultur oder so weiter so fort. Ich meine, dass wie der Philipp sieht, dass wenn du anfängst, einen gewissen Plateau zu erreichen zu Lützeburg, dann für den nächsten Level zu erreichen, das geht nicht hier im Land, das kommt nach keinem hin, weil das einfach, also das ist eben so klein, das Sample, dass du sehr einfach du bist und da geht es nicht mehr weiter, wenn du im Ausland entweder eben so eine Person kennenlernst natürlich oder irgendwie successful an einem anderen Land ist, an dem andere
Länder dich feiern du als Musiker weißt du, der next step von all den lokale Musiker Anfang für international bekannt zu gehen so ein Child oder Mars weißt du, von der richtig packen dann aus ihnen ist die ganze Welt op gerade aus meine so de Plafond errecht full Lützeburg dann da das mein bei dir dann noch dasselbe gewirrscht. Bei mir denke bei mir also mein Challenge das war ich war immer ganz aktiv 2017 wo ich echt Wahl gemacht habe ich war ja schon ich war Aktivistin an Politik gegangen als weil ich bestimmt wollte opregen mich vor durch Solutionen fand weil am Moment wann sich die ganze Zeit sieht okay dat du lebt gerade schief an ich mich die ganze Zeit darüber ober ich proposieren aber keine Solutionen dann nicht genug an der Süd war okay 21 gehst du mal dann die Wahl an der Gemeng und dann müsste da das hat natürlich falsch ein bisschen naiv wo ich durchgegangen sehen ich hatte Lust ab es andere Meister wargegangen ohne darüber nachzudenken was hier statt für mein Beruf mein zukünftiger Beruf was hier statt für den Studien und was hier doch für meinen Aktivismus und was das für meinen Aktivismus gehechtet ist dass ich ganz schwer Unterstützung kriege zu May fängt Funding das ist so weil es eine Partei zugehört ja weil ich lieber politisch bin käme ich mich wohl so unterstützen, weil keine Politiker will unterstützen. Und das ist etwas, wo ich hoffe, dass das in Zukunft ändert. Von mir Changement in unserer Gesellschaft wollen, da kriegen wir das Changement bei Politiker Leadership. Das heißt bei Leuten, die sich politisch engagieren oder Aktivisten sind, die wollen ein Changement haben. Und das war richtig, das war wirklich frustrant. Und ich bin froh, dass ich mich müsste wie außerhalb machen, weil ich hatte noch immer so viel Energie, so viele Ideen. Und ich habe zu Breslau studiert und ich so, okay, dann engagiere ich mich einfach heute. Ich habe Institutionen geschafft, dann habe Konversationen facilitiert zwischen Politiker, europäischen Politiker und jungen Leuten zu Breslau. Mir fällt egal, wo ich den Pakt tue. Sie wird heute oder Frankreich zu Breslau. Und ich habe das gemacht. Und ich habe mein gemacht. Und dann wo Corona da kommen natürlich nicht einer Wehr von wie ich ausdrücken ich schon als Social Media nie wirklich benutzt ich habe nie verstanden ich mit Kollegen die ich kenne aus dem Ausland die Aktivisten sehen die man so tun du kannst als Social Media besser benutzen wie immer Selfie zu posten ich poste auch gerne Selfie sie war aber so ja du kannst aber auch nicht das andere Sachen machen du geht Tools an zu Sachen und also okay. Und dann mit Corona, da hat man die Zeit an. Ich hatte jemanden. Und normalerweise gebe ich Reden auf Konferenzen. Ich hatte eine Meldung, ich meine Social Media, ich benutze Twitter, ich habe Twitter viral gehabt. Was hast du da geschrieben? Und das war die Skandal, also den zu dick, ich glaube, für den Code vestimentaire. Und ich habe so einen Tweet gemacht, am Platz, ein junger Medischer, dazu, wie die junge Medischer, die nicht wie so geduld sind, sollte man dem Personal an Lehren einfach da sehen nicht so den medischer ihrer Körper übermäßig sexualisieren so ich geschrieben ich probiere das genauso mein Kopf zu fahren so an dem Stil was du da oder war da dann für einen anderen Tweet den effektiv so ja das Problem ist nicht das von Mädchen sich zu knapp und mir das Personal durchschaut okay mein Personal durchschaut was du von der affektiert gehört waren sie Knie von kleinen Mädchen gesehen oder ähnlich ja so habe ich gestellt ja Spirale ich hatte 3000 Leute oder so und ich das war wirklich so wow und ich war geduldig weil ich hatte Twitter schon 2015 war mir nie benutzt nicht verstanden hallo und ich alles hat sich so logisch geleiert wie das ich Tweet gemacht ist viral gegangen ich war mich follow ich auf Twitter das Tweet wie viral gegangen also da kannst du so den der so blieben und dann einfach die andere Sache gemacht ich sehe Instagram live gegangen und so weiter und durch den Fakt dass bei Covid-Zeit waren und dass ich eben noch Projekte hatte mit Leuten außerhalb kommuniziert haben und ich habe realisiert, wie viel Impact schon. Ich war hier mega stoffgeil. Ich habe einfach gemacht, ich habe Panel, also Diskussionen gemacht, also geschwärzt. Und ich habe verstanden, wie weit das lief gehen. Dass eine Obama Foundation mir schreibt, hey, we heard about you. Wo sieht ihr geschrieben? Ja. Ich habe nominiert. Ja. Ich bin nicht nominiert. Also eine Person, die... Ja. Okay. Eine Aktivistin aus Spanien hat mich nominiert. Ich kann noch nicht persönlich, ich kann also eben durch die Zeit, die Online-Zeit, wo mir lauter
lauter Online-Konferenzen hatte, weil dem war ja alles online. Ich war ja mehr Panels wie ja, Familie. Also das war wirklich war ganz krass. Und hat bestimmt nominiert. Und ich schrieb die E-Mail und ich dich interessiert, wann dich interessiert, da musst du ausfüllen. Und dann habe ich nicht viel ausgefüllt. Ich wusste nicht wirklich, weil es gibt gehen. Ich habe ein bisschen an einem Burnout-Stage, ich habe wirklich mit die Zeit. Und ich habe gesehen und ich habe mir gedacht, oh, das ist schon Obama, ich weiß nicht, von Europa. Ich will nicht. Ich will nicht. Das Barack gedacht. Nee, gut nicht. Ich habe einfach gedacht, das ist so wahrscheinlich, wie ich ticke, gell? Ich wollte einfach sagen, wie sie sehen, ich gehe mit dem Flow, weißt du, ich übernehme. Oh, klingt cool, ja. Bekannt werden. Klingt cool, ich gucke mal das noch. Und das reicht, wo ich den Interview, ich konnte ein Interview, also ich konnte gesagt, ja, wie will ich kennenlernen beim Interview. Und das war kein Weekend, ich war du am Ausland, und bei mir war es dunkel, weil es war im Winter. Und die Person, ich war mit der Person auf Zoom, und dann möchte die Person nehmen, die Kamera und dann das war hier Hall. Und ihre Nummer ist Hannah. Und so ich, Hannah, where are you? Also, where are you based? Because it's für mich das like opposite. Sie hat also, ja, aber die Office in Chicago. Und dann habe ich realisiert. What? Das ist Chicago, Barack Obama, ich habe Mama sie von durch. So, ja, ich habe am Kamera so, yes, I know. Of course. Of course, you know that. Und dann haben wir geschwärzt und dann habe ich wirklich realisiert und ich war nicht viel viel bereit, wie gesagt, ich habe mit die Zeit. Ich war ehrlich. Weißt du, so Aktivismus mich mit, und ja, so viel engagiert ist, dann bin ich halt immer mit Herz und dann geht ich noch viel zu viel emotional, dann geht die Rose, dann geht die Frau, das ist alles mit Emotionen verbunden. Ne? Du fällst, es fällt einfach so oft und es fällt Zeit schaffen. So mal gefallen und ich habe mit und ich so erzähle einfach mit. Ich brauche Support Structure, ich muss die Leadership Skills aufbauen, es ist vernünftig, es ist einfach zu viel, ich habe zu viel Energie, ich weiß nicht, wo ich das so hinmache, ich will gut nicht channeln und so weiter. Und so tat es okay. Haben wir geschwärzt mit meiner Motivation, mein kleiner Bruder, ich handicapierte kleiner Bruder, das ist mein Drive am Leben, denke ich, weil ich bewege mich wie zwei Leute und nicht immer so. Ich kann alles machen, was ich nicht kann. Also für manche einfach 300%. So, ne? Und ich habe gezählt und so, und du sagst, okay, wenn du angeholt bist, it's time consuming. Und ich war so, naja, ich bin schon Studentin am Gemeinderat zu stehen, und in Gemeinderatssitzungen sind meistens mittwochs um 8 Uhr morgens. Ich muss so raus und komme so weiter. Und so hat gelacht. Und dann konnte ich die E-Mail, du warst am Zug von Paris auf Straßburg für eine Conseil de l'Europe für ein Training zu gehen. Und dann habe ich gesagt, so, ja, yes, congratulations, Barack Obama und Fondation wollen bei Leadership unterstützen. Ich war einfach so am Zug so, was lebt? Ich war einfach so, was lebt dann heute? So, ich kann gezählt, keinem beschaffen, wie ich eben bin. Mein Kopf will nicht, also, ich gesehen das und dann ein Move on. Weißt du, was mein Kopf schon fort, ne? Weil ich habe ein Examen, das will ich schon, das Jahr. Ja. Und dann hat man ein Examen, guck mal, gesagt, okay, relaunch now. The Cohort, das sind mir drisch, wir publizieren lo. Jitfere publizieren lo. Michelle Obama, Barack Obama, die Fondation, jitfere so lo publizieren. Also, ich habe ein Examen, ich habe einen Mann gezählt, ich habe einen Kollegen gezählt, ich kann gezählt. Und ich da war geschert, und ich bin ja Mann, aber schnell hochgehoben und so, ja, du musst schon sitzen, ich muss abzählen. Und ich war so, wie weh? Ich habe gerade Michelle Obama hier das Buch fertig. Und da steht da bestimmt der Fondation Obama. Oh, da. So, ja, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Was hast du da gemacht, dass du da kannst? Ich war engagiert. Was hast du da gemacht? Ich habe meine Eltern nie wirklich gesagt, was ich mache. Wirklich? Also meine Eltern manchmal aber so, ich habe mir 15, 16 Jahre, geht das Jugendparlament übrigens, die Mama so, ja, geht das nicht was von mir. Geh raus! Du musst das ja, Spiel oder mal so Sachen. Und du wolltest schon nicht auf so Sachen ein bisschen verheimlich. So, ich kann von den Spielen, ich fahre von überhaupt nicht mal von den Spielen, ich fahre im Jugendparlament. Und, nein, was ist dann genau? Und du hast gesagt, das war viel overwältigend. Wir waren dort auch gekommen und du hast online gesagt, und du hast
Welle. Ich got likes op LinkedIn most clicked person vom Luxemburg oder so. Ich likes geht dann ich war einfach dann mit dem Computer mega gestresst wegen den Examen mal gedurcht. Wir war lo bis bei der Launch. Wir waren der nächste Mount. Ja. Pur froh, also das ist so viel Sachen. Ja, also, ja. ich hatte mal fern froh notiert, ich weiß nicht, ob ich es noch alle weiß. Ganz am Anfang so ist der Politik und Aktivismus wird nicht gerne zusammen gesehen. Und du verstehst nicht, wie war, oder du findest das nicht gut. Das ist nicht aber Infos normal, weil Politik verfolgt ja auch Ziel für gewählt zu gehen, für Macht zu haben, für nicht just den reinen Aktivismus wollen. Das ist so higher purpose, also das also for the greater good. A Politik ja nicht forcément, zwar auch wohl to a certain extent, aber auch teilweise so, ja, wir wollen regieren, wir wollen Macht. Ich bin durch gesehen ein bisschen anders, dass ja, wir gesehen mittlerweile, dass die Leute immer mehr Vertrauen in Politik, dass ja das Pouvoir ausgenutzt wird für verschiedene, dass Sachen schief gehen, dass als Demokratie immer mehr schwach gehen. Ich glaube, dass die zukünftig politisch Entscheider, das müssen ethisch Leute sein, die wollen Sachen anderen. Und ich würde kriegen, dass Aktivisten, die wir fanden, an Politik, wo eben muss Kompromisse finden. Weil wenn du Aktivist bist, der Kompromiss muss nicht unbedingt finden. Du kannst einfach so nicht tun, das ist das Problem. Ja, du kannst wie radikal sein. Ja, du kannst wie radikal sein, du musst nicht unbedingt Kompromiss finden. Aktivisten ist so wichtig, dass wir sie haben. Aber der Weg an Politik muss Leute finden, die ethisch Valore vertreten. Das müssen nicht Leute sein, die vielleicht ein PhD oder so haben, weil das einfach mit Mengen, dass Politiker müssten haben. Nee, was ich meine, ist, dass Politik Leute müssen sein, oder Leute sind, die einfach gerne labern, die einfach gerne schwätzen, und die opportunistisch sind, und die gucken, für ihre Purpose durchgesetzt zu kriegen, so. Und dann auch gewollt sind, effektiv Wasser an ihre Wein zu schütten. So, habt ihr sie gewählt? Ich meine, noch am Anfang kann das die Intention sein, wenn du bist du Boss, also schwer vielleicht heute zu dir zu behalten, weil du weißt, okay, ich muss rumgewählt gehen, ich muss den Leuten das geben, was sie wollen. Weißt du? Ich fand, also ja, ich verstehe, was er meint. Dass die Idee, dass Politiker immer rumgewählt gehen, dass sie ein bisschen People-Pleaser gehen. Ne? Das ist auch so. Wir sind natürlich zuletzt Leute, die teilweise nicht dass ihre, also die teilweise sitzen bleiben, Jahre lang. Und nicht die noch mal für mehr junge Generationen, für mehr Frauen, machen sie nicht, weil sie einfach komfortabel gehen, wo sie sind. Und du durchgewählt gehen. Du durchgewählt gehen. Mit den Dingen, die aber ich gebe darum, dass die nächsten Generationen das nicht mehr so machen. Ich gehe nicht, wenn ich will nicht mehr belebt sind bei den Leuten, da gibt es auch unter dem Schlüssel gehen und so, hey, du warst super, wir machen das, wie es das gerne willst. Und ich gebe nicht die Themen ausschwätzen, die ich gerade ausschwätzen. Ich schätze ultra-tabu-Themen nur. Nicht shit, wer will sie hören. Ich schätze nicht, was Diversität, Rassismus, Sexismus, nicht shit, wer will das hören. Es ist aber nicht nur ich am Land oder andere, die aber die Diskussionen wollen, ob man si ça plaît, ben voilà. Et si ça plaît pas, findest es fast ehrlich mit mir selber. Und es ist das Einzige. Es ist lange nicht das Einzige. Das Ziel ist, dass eben die Leute, die richtig verloren haben, die auch den Drive haben, das zu machen. Guck mal, wie lange ich engagiert bin. Ich finde es selber nur, gell? Das ist aber ein Fakt. Ich bin immer schon kombiniert mit Engagement. Das hat Reperkussionen gehabt auf meinen Punkten. Nicht ob ich nicht Türen 100 Mal nein müsste man das nicht. Aber das hat aber eine klare Reperkussion auf meinen Punkten. Ich bin mir froh, ich bin auch so, wie war das auf dem PowerPoint so lang, wenn du weißt, dass dann 3 Wochen ein Examen hörst, wie war musst du das machen als ich, ne? Okay. Das ist einfach das... Priorität, ja. Ja, aber das bei mir, für mich ist das ist einfach mein Meaning. Das ist einfach wie, das ist einfach ich will das, Mann. An Politik macht mir Angst. Ich muss ehrlich sagen, nur dem Obama, nur dem Leadership, ich hatte Kurre, lohnt ich meine Angst. Lohnt ich bin Muskeln aufgebaut. Ja, gut, da kannst du das sagen. Ja, du, mir viel drüber hatte ich. Ja? Ich hatte Schiss, ja. Wo war das, wo du beim Obama warst? Meinst du, wo das Foto geholt wurde oder den Training? Oder wo du hin? War das auf einem anderen Platz? Nee, wir hatten 6 Main Leadership Training online. Erzähl, was du gelernt hast, effektiv. So, was war für dich Angst? War es so,
dass Leute judgen oder war Das war sicher schon lange eine Angst. Ja. So, das ist schon over. das so, ja. Nee, Judging, nee, das war nicht so, weil wenn du weißt, wie was du misst, dann hast du die ganze Judging Okay. also komplett irrelevant. Aber was meine Angst war, ist nicht à la hauteur zu sein, nicht gut genug zu sein. Nie gut genug zu sein am Anfang, für dort zu sein. Ich merke ja auch, wenn ich jetzt komme, ist ja immer das, was ich so ausgesehen wie ich ausgesehen. Ich falle mega ab. Und Leute gucken mich schon nicht negativ oder so, dass ich überhaupt nicht da nicht gesehen habe, dass ich abfallen. Und ich spüre nicht auch. Ist ja gut. Das ist gut, aber das mich einem auch so, wenn es der Fehler ist oder wenn es etwas falsch siehst, dann bist du das echt, was auffällt. Ja. Okay. Du bist derjenige, der so den extra Spotlight hat. Was nicht negativ ist, weil ich kann das eine riesen Opportunität. Ja, eben. Das ist eine riesen Opportunität. Aber es tut mir einfach schon früher gefallen, dass jemand 21 gewählt gehen. Und ich war immer so ein Aktivist mit, ja, den Sachen so tun, dann herausgefunden, dann in der Politik kommen. Und schnell herausgefunden, dass es nicht so schnell geht, erstens. Ja. Entscheidungen gehen nicht so schnell und dann müssen wir auch Kompromisse finden. Weil da das effektiv nicht unterschied Aktivismus, Politik an Business an alles, also Aktivismus, dass du da den Schuss kann so radikal Schmauer wollen. Wie der Rest der Welt musste leider immer Kompromisse angehen, erfahren, auch wenn das nicht immer easy ist. So, ich verstehe eigentlich, was du willst sagen. An dem Leadership, ich hatte einfach Angst, genug zu sehen. Das tut aber nicht viel, das tut auch mit mir persönlich zu sehen, das zu dienen. Es ist noch geworden, ich nicht viel von mir gehalten. Ich war wirklich so ein, ich komme von weit. Und da ich so sitzen und immer ultra relax. Also Ja, weil du wirkst da dick, outgoing, dick extrovertiert, confiant. Ja, mehr als fand ich so. Nee. Ich bin immer extrovertiert so, und froh, ich wollte mir gefallen. Und wenn jemand mir gestellt so Pubertät, also dick viel Leute. Ja, ja, also wahrscheinlich. So. Wenn ich nicht, weißt du, wenn ich weiß, ich will das immer so, für die mich folgen und auch die man null erstrennen. Ich habe wirklich von jemand mir gestritten hat oder wenn ein Freund gesagt hat, nur muss man schwatzen, da habe ich oft nicht geschlafen. Ich bin die Person. Ich wollte immer, ich habe mich so adaptiert, dass ich adaptiere mich in das Environnement. Okay. Ich wollte nie zu viel sein, weil ich Angst habe, dass ich akzeptiert bin. Das war extrem anstrengend. Bei mir hat einfach Klick gemacht. Ja. Eng vor ass dat am vum Fleicht, wie war am vum fir Dëch an denger Kantheet mat Rassismus oder so? Ass dat schon mech gefrot, ob du fleicht bësse so de Sto wennst Geschichtre gelos huet? Oder net war dat net do wennst, war dat einfach generell? Ja, ich weiß nicht so. Es ist so. Es ist viel gereist. Ich war am Anfang in München geboren. Ich bin mein Papa so nur an Bena, weil er geschafft hat für eine deutsche Firma. Und dann sind ich bei 7 oder so plötzlich gekommen. Mein Papa ist letztes Jahr, ich konnte nach Kielitz schwätzen, aber die Zeit, ich muss ultra schnell lernen. Weil ich dann an die Schule, ja, nicht die Schule mehr, keine Ahnung, ja, ich Schule gegangen sind. Und ich muss ultra schnell lernen. Und ich habe nicht wirklich herausgefunden, dass ich anders das bin. Wo ich ganz jung war, das war für mich nie so eine Sache. Natürlich, ich mit meinen Freunden war, ich in den Spiegel geguckt und ich habe immer so gesagt, oh ja, weißt du, stehst da, ich packe schon ne? Du hast wirklich einfach die Natur, einfach wie braun, weißt du so. Und ich hatte schon die Gedanken, wo ich ganz krank bin. Und da gucke ich mich auch an den Spiegel und dann sind ich so, ich frage meine Mama, so, ja, sie sind einfach mit braun. Und Papa ist weiß und du bist schwarz und da sieht meine Mama, ja, das ist wie Schokolade mit Milch, du musst, oder Kaffee und Milch, das mich da so, mixen. Ne? Und die wollen schon nicht, wie kann auch gemerkt werden, wir verstehen nicht, was das Zeit ist, okay, wie weit ich da nichts sind. Mit dem heißt es Eier, voilà, das ist der Verstehen nicht. Und ich habe verstanden, die ersten Erfahrungen, die ich auch gemacht habe, ich denke an der Schule und ich habe gemerkt, dass ich, ich will nicht immer negativ sein, ne? Aber ich probiere, weißt du, wenn ich einfach gesagt habe, hey, mein Papa studiert, und voilà, mein Papa sitzt, weil mein Papa studiert, da gucke ich einen anderen Treten an, wie wenn sie davon ausgegangen sind, ich wäre so da, wo du nicht Kinder in der Klassik gehen, weil ich daheim den Support nicht hatte.
Von wem tritt man vom Personal? Ja, von einfach vom Lehrpersonal. So. Weißt du, so, weil du sagst sehr viele Stereotypen und du musst primär auch keiner orientieren. Und dann orientierst du nur dem, dass du siehst, okay, du brauchst aber den Support daheim. Und ich oft hatte ich immer das Gefühl, dass, also das Gefühl mir auch gesund, du brauchst den Support daheim, den du willst, und das ist so. Aber schon den Support, mein Papa hat studiert, das ist mich richtig mal bewiesen, gell? Also ich habe wirklich so an Jitfragen bewiesen. Mein Papa hat studiert, aber was nicht so, ist so. Und das ist ein bisschen problematisch. Und auch ich war am Schule in der Schule und ich weiß, dass immer ein das N-Wort benutzt und ein Witz. N-Wort, mein Alltag, und das hat keiner gesagt. Mein Environnement hat nicht gesagt, oder nicht. Und ich schäme mich, und ich Mann, war das, weißt du, so, weil, ist das normal an einem Dorn, dann geht mir Mama Rosen, das ist normal. Mir etwas hat mich zu diesem markiert, und daran erinnere ich mich. Am 3. Schuljahr habe ich zu Schöffling gewohnt, weil es sind nur zu Stesel, ich war aber nicht zu Schöffling. Erst hat mich das markiert, und das war, wir sollten so Scooby-Doo-Man an den verkaufen am Dorf, und dann, den der meiste verkauft, kann 3 Teile für den Television. So. Ich bin nicht ganz ehrlich, ich habe schon immer so. Ich hatte selbst da, ich wollte immer schwatzen. Mein Papa hat mich immer Papagei genannt. Ich schwatze so viel. Und ich bin so, ja, ich verkaufe die Scooby-Doo. Ich habe schon alle Bier gemacht von Schöffling. Ich bin da rumgetrippelt und ich habe geschellt und gesagt, ich habe die Scooby-Doo gemacht. Und dann sagt mir, ja, ich bin nur den Tritt machen gegangen. Und das war aber die Voraussetzung. Dass der Beste getiriert man mit Verste, das war eine Freundin. Okay. Aber der Mann zu Sohn hat. Bis heute verstehe ich das nicht. Ich verstehe nicht. Ich bin heimgegangen, ich war mega groß, meine Mama hat ein Auto drüber und ich verstehe das nicht. Das heißt, du meinst, das wäre latenter Rassismus gewesen? Ich fand so, mir geht einfach nicht vertraut. Und ich weiß nicht, was der Grund für anders das, weil ich war fleißig, ich bin in die Bierger gegangen, ich weiß nicht, ich war mega ruhige Mensch, mega fleißige Schülerin. Es gibt keinen Grund. Ja, von Schöffling. Ja, du musst einen konfrontieren. Ja, von Schöffling. Ja, so, ja, es ist einfach so, wir waren nicht echt an, ich konnte nie eine Antwort an. Das war einfach nicht cool. Und dann war ich immer im Konservatoire. Und du hast noch schon Sachen für gefallen, weißt du, wo dann noch mein Joff, also Joff oder die cool gehalten am Konservatoire, Sachen gesagt hat, ja, für rassistisch sind. Ich habe es niemals nicht wirklich verstanden. Mein Alter komme ich beim Auto sicher. Meine Mama sagt, wie geht das? So, ich hey, okay, der Tor ist geschieht. Und dann Rassi. Was ist ein Beispiel? Was willst du? Ich will das Beispiel nicht so. Okay. Das ist einfach zu schlimm. Ich sage einfach so, also ich will auch der Sache nicht eine Plattform irgendwie geben. Okay. Meine Mama ist schon gekrascht. Und das war wirklich low-key auf und so, geil. Das war wirklich penibel, geil. Und meine Mama, ich suche mich am Moment dann, und dann sagt meine Mama, ich gehe doch ran. Und dann bin ich gekrascht, nee, ich kriege nicht mehr Probleme. Ich habe Probleme, ich wusste noch vorher, nee, ich gehe doch ran. Das sind aber so Traumaszenen. Und dann noch, weißt du, meine Mama hat mir an den Bus, da können, keine Ahnung, irgendjemand auf der Straße, den wir halb kennen, die sehen, pass auf, wenn auf den Bus geht, du hast einen schwarzen Mann. Und dann guckt meine Mama so, und mir sie so, wir sind auch schwarz, weißt du so, wie kannst du so, pass auf, das ist ein schwarzer Mann, wie viel, also ist das nicht halb wie meine Mama ist schwarz. Also du kannst nicht einfach meine Mama so riechen und gesehen, so, das ist einfach nicht okay. Bref. Also am Anfang meinst du weinst, dass du so dich engagierst, weil du das selber erlebt hast? Ich denke, das noch mehr Personen, vielleicht transverschütze so, weil die Leute noch immer gehen und das bisschen so Familie und so, weißt du. Das ist einfach so, ich denke, wo ich aufgewachsen bin, in einem Multikulti-Environnement, mit einem, voilà, weißt du, den aus Afrika, den aus Europäer, da ich natürlich viele Sachen mitgekriegt, die mir einfach nicht gefallen haben. Und da wollte ich zurückdrücken. Und das habe ich auch am Leadership-Programm gelernt, kann man darüber schwätzen. Ja. Für was bist du so, wie du bist, hat mich so verstanden, weil ich immer von der Gute, ich wäre verrückt. Mein Kollege war immer so, wir gehen auf Vakanz. Und ich so, nee, ich gehe nach Griechenland auf die Konferenz. Ich habe komplett, und ich bin verstanden, für was. Weil ich will nicht für uns zu kommen, das ist nicht der Fall. Aber ich will einfach verstanden, für was wohne ich die Energie an. Und an dem Programm von der Fondation Obama, Coach, Leadership Coach,
andere Public Narrative Coach, wie direktste den Geschichte aus dem Publikum, das Kind sie selber möchte für dich. Und du hast gelernt, du hast von das dat wat ich am vu Ma den Drive als ganz persönlich ganz es geht ganz tief net nimmen Schritt repräsentiert mir am Fo geht het nach wie für dat an das gut dass ich wie op alle Fall ja dat ich wat sie noch für Sachen die se do so geleiert hast wo sie net wurst weil oft von diese Leadership Sache sind da wisst ihr schon de viel Sache me zu Sachen die sie net wurst oder was sie geleiert hast zum Beispiel Asians, dass es okay ist, Sachen nicht zu wissen. Das ist ultra skillig. Auch von den nicht meint, dass wenn ich zum Beispiel vorgewählt wird, dass ich den Masters von Knowledge geht nicht. Kann so vorstellen. Auch von Leuten lachen, das bei mir schon oft geschieht. Auch von Leuten beschmunzeln, dass so, haha, ich weiß nicht, oh, Tiana weiß und nicht für den Tod, wo du hast. Nachnehmen. Ich habe wenigstens gefroht. Ich weiß, dass andere Leute am Raum die frohen, nicht die man alle wie wollen sie es wissen, und die frohen nicht. Ich frohe. Und das ist Skill. Und noch einfach die Community tut mir gut gedauert, weil all die Leute in der Community, das sind einfach krass Leute. Das sind auch für dir, gell? Weil nicht steht vorhin halt nicht steht vorhin halt Initiative, ne? Die macht doch nur ihre Arbeit und haben du die organisiert die Strategie für ihren Podcast. Das Leadership, point Aline, egal wie in das ausdrückt. Und das Leadership, ob immer so anstrengend was das ist, ich muss schaffen. Hat gelernt, Komplimente. Nee, einfach so, einfach das und noch die Kooperation, mir auch was gelernt und das einfach, voilà, das ist okay, als schwarz sind wie Schweizer Publikum, die Confiance aufzubauen und noch einfach auch strukturell freuen. Wie müsst die Organisation, das ist halt, wie geriert ein Team, weil ich schon ein Team bei We Belong, eine Initiative, wo 20 Leute mal schaffen aus ganz Europa. Also du und ich schon prima, also ich mal, für sich von Handel zu laufen, das ist nicht einfach, ne? Und wie geriert du das und so, wie müsst ihr Creative Advocacy, da kriegen wir Trainings von anderen Leuten. Ich war der letzte Colin das war mit Olivier Rusting den Director of Ballman. Ja. Das ist ein Fashion Brand, also ja relativ bekannt. Hin also das super. Wir sind jetzt an der Fashion. Ja schon nicht. Ich schon den her und ich wollte mal googeln. Und war ich das googeln und also. Ich bin froh, dass ich da wie Closer kenne. Ja. Also wow, das ist hier. Und das ist mega inspirant für Leute zu lernen, die Sachen auf Beinen tun, die auch gestruggelt haben. Das inspiriert und du hast auch Leute Lust weiterzumachen. Philipp, kannst du mir gefallen, Mann? Hängt von der Fahrt. Ich gehe wie Feuer, dann ich kann einen Chauffeur gebrauchen. Ich weiß nicht, dein Taxichauffeur. Und sowieso, ist dein Auto dann nicht bei AXA versichert? Ja, am Anfang Chauffeur, wa? Man an der Autosassurance von AXA hast du den Joker-Taxi mit dran. Wo du 3 Mal am Jahr kannst anrufen und dann schicken sie dir ein Taxi, wenn du nämlich am Zustand bist zu fahren. Ah, das ist gut zu wissen, dass du mehr sind mit 3 Kollegen, oder? Aber das ist ganz schlimm, weil den Kollegen, die können auch mal am Taxi mitfahren und die gehen dann bei sich daheim aufgesagt. Ah, cool. Aber schaffst du dann aktive Sachen, weil schon dick oft gefühlt, wenn du auf so Leadership-Dinger gehst, bist du so für 1-2 Wochen so dick motiviert für etwas zu machen und dann geht das um so hoch. Nee, also bei mir ist Spanien nicht. Also warst du immer motiviert? Nee, mir das heute nur. Weißt du, steht so die Foto gesehen von Barack Obama. Ich meine, ich war nie mehr humble wie du am Anfang. Ich war, die Geschichte ist so lang, weißt du, ich schon natürlich nicht daraus von, wo ich bei der Konversation habe mit Hamlet, das hat wirklich Obama aus den Obama. Okay. So, nun die 6 Monate Kuren. Ich hatte doch schon einen Call mit Team auf Zoom. Ich habe noch schon mit Team geschwatzt, mit dem Speaker von Zoom auf Zoom und ich war auf Mute. Wie ist denn adressiert? Aber nicht Big B, weißt du, ich war Obama gesagt. Ich sag so, dann kurz auch gesagt, weißt du, das ist nicht so. Nee, Präsident Obama. Und ich habe Mute. Ah, lol. Ja, lol, wirklich. Der kann mir das nicht vorstellen, geil. Du bist einfach auf Mute, wenn der Präsident Obama macht das Schatz. Sagt Jana, you need to unmute yourself. This happens to me all the time. Das ist echt was oder so. Das ist so geil. Cool. Das ist einfach so geil. Ich so,
Und dann ich gesagt, I'm here. Weißt du, ich wollte Hallo gesagt. Ich heiße, I'm here. Dann ist schon, jedenfalls schon frag gelacht. Ich habe ein Klü, ich habe schon ganz Eis gebracht. Ja, mega. Und du hast ihn dann nicht erzählt, dann habe ich Kaffee getrunken auf der Kamera. Und das krass, das einfach, ich gucke mein Zoom, das war ja eine neue Zoom-Experience. Also, die Zoom-Live hat mich schon so genervt, mit der Experience hat da war der Wert. Ja, das. Da habe ich nicht mehr gesehen, nie wenn es ihn gesehen, ne? Aber ich sehe so, das wie ein Film. Ist das wie hier auf YouTube? Das ist gerade live. Hier lasst das hier gerade noch, ne? Ich hatte 2 Minuten Redezeit. Was sagst du? Maja schon geschwar, die war, dass wir nicht repräsentativ sind, dass man muss mehr fragen, wird so in der Politik zu gehen, und dass sie sollen sich aufstellen, mit dafür muss man selber eins gehen, dass man eine Generation sieht, wo Haus online, also Sachen, Hostel, Environmente, das ist eine Realität. Jung Leute, ganz besonders junge Frauen, bringen sich dafür also Online-Harassment, das ist ein big issue. Dafür will ich eine Community für Support und bleibt 2 Minuten. Und ich habe die Städte gezählt. Und ich habe gezählt, dass ich mit 21 gewählt gesehen habe. Und dann war ich so, einen Kaffee. Weißt du so? Ja, Mann, ja. Und du hast geantwortet, ne? Und mir hat für 4 Redner, du hast geantwortet. Und dann habe ich immer gesagt, so, online etwa die ich gesehen habe, und sie ein Asiana-Set. Ach, schon schwach. Einfach schon, dass ihr einen Namen kennt. Asiana-Set. Das ist so, warte. Ja. War ich schon für drunten immer so vorbildlich, oder? Für mich, also, ich weiß, dass ich immer, weißt du, wo ich jung war, hatte ich immer das Gefühl, dass schwarze Leute wären ein bisschen assoziiert mit alles, was negativ ist. Und ich weiß auch, dass wir gewählt haben, also Michelle Obama, sie war ja mega cool, weißt du, sie ownen das, sie sind mega cool, they own the space und so, sie machen cool Witze und so. Und Leute in der Klasse, die sie cool fanden. Ja. Und ich war so, ja, ist das so. Das ist wie, ich weiß so, weil ich verstehe, was schwangen. Ja, mega. Ja, guck das, ja. Und ich habe mich da identifiziert, weil die sind schwarz, ist so. Ja. Und dann hat mich das cool fand, weil sie cool waren. So, ne? Und die Repräsentation, die mir gefehlt hat, ne? Weil los, wo man mehr Repräsentation in Europa, ein bisschen mehr, mit dem uns können. Das war nicht zu Lützeburg. In der Politik können. Nee. Überhaupt nicht. Und das war dann da. Und dann Kopenhagen. So. Ich komme da und du hast dann der ganze Staff und weißt du, sie kann alle gut über Barack Obama. Das heißt, die schwatzen auch so. Sie so, ja, he's so excited to see you and I am da and see you and you, weißt du so. Und wir sind nicht so viel an dem Saal. Und ich alles, wie gesagt, alles mit der Ruhe. Es ist schön, Sachen, wie sie kommen. Es ist nicht mehr ruhig, ja. Ich bin nicht aufgeregt, nicht gestresst. Ich bin alles mit der Ruhe. Und dann wir waren da beim Summit, der Copenhagen Democracy Summit. Wir waren auf dem Summit. Wir sitzen oben also in der Community. Da bin ich kein Team auf Stage, weil ich dann geredet zum Schluss. Und dann steht hier, thank you for having me and my extraordinary Obama leaders from the Obama Foundation. Und du nicht gemerkt, ich bin sogar emotional, du nicht gemerkt, hier schwatzt, nicht nur, dass du gerade schwatzt, und das ist gerade in dem Saal, sie wohin am Saal ist, aber hier seht, that I am extraordinary. Nee. I'm like, what the... Ich habe so, was lebt? Nee. Ja, Barack Obama so, du wärst extraordinary. Ja. Und das ist mega cool. Bon. Dann hat man da drauf, wir müssten ihm so Sachen präparieren. Dann haben wir auch die Woche 4 drum, bevor das meist so gesehen und immer so präpariert. Weißt du, so über Populismus, Diversität in Europa, so Sachen. Einfach Präsentationen. Und ich war in einer Gruppe. Aber eine von meinen Valeuren ist, ich muss nicht immer das sehen, was muss noch viel auffallen. Ja, am Mittelpunkt stehen. Ja. Ich gehe mal gerne Tieren auf für andere Leute. Das ist auch beim Alter kommen, gell? Dass ich so sehe, oh, das war ruhig, und ich froh und hat, ob hat nicht vielleicht so, und weißt du, so, dass ich ihm kann helfen. Bref, wir waren an der Gruppe, und dann und ich gesagt an meinem Gruppe, I don't want to do the talking, I don't want to present, because I already talked to him on Zoom. Und dort mein Koordinator von der Foundation
hat er gesehen und dann hat er gesagt, High Five, Jana. Und so, High Five, ich bin nicht verstanden, das ist einfach so okay. Ja. Und dann hat man die große Präsentation war 4 oder so, mit 4 Drohnen hat man 2 Stunden Mini-Workshops, wo hier in all Saal kommen, also mit den Leuten, 10 Leute pro Tisch geschwärzt wird. Ja. Das war schon relativ impressionant, weil mir und ich nicht über mentale Gesundheit geschwärzt. Ich hatte mega Anxiety, aber eine Zeit lang, weißt du, Gemengerot stehen, war nicht immer cool, gell? So, also es war wirklich nicht immer cool. Und ich habe schon mega Anxiety entwickelt. Da habe ich auch drüber geschwärzt. Ganz open, ich war mit mental Gesundheit und so. Und das war der Ben Rhodes. Der Ben Rhodes, aus dem der sein Speech geschrieben hat, Yes, we can. Ja. Und dann ist so ein bisschen mein Mentor gehen, so. Das ist wirklich mega geil, ja. Das war eigentlich froh, die gestaltet hat. Ja. Wen ist dein Mentor? Oder wie war es, wie viel Mentor zu? Ja. Wen ist dein Mentor? Ja, können wir einfach nicht direkt Jean-Chen. Nehmen wir kurz mit, das einfach der Ben Rhodes. Die war für du wie viel das Barack Obama kommst. Ah, hier sitzt du. Du hast geschwaren mit nur gleich und Ben ist echt super. Also das ist echt super. Der Ben. Nee, das ist echt super. Aber wenn wir der Präsident haben, mir was hier kennt. Du meinst, du weißt, dass Bausen aus gerade mega Security, wahrscheinlich flüht du hast sie was gebaut und so, ne? Wir können da mit einer Roh. Du meinst, ihr könnt gerade vom Marché, gell? So. Kurz ist ja gerade eine Massage. So. Ja, ich kann es sagen. Wir sitzen einfach ganz traurig. Ich lese alles schwarz, weil wir waren voll in der Diskussion. Und das schwarz einfach. Ah, nice. Und hier sitzt einfach, wie du, so, es sitzen genau hier und hier sitzt du. Und wir gucken uns an da so, chill. Ne? So, ich habe nicht gestresst, ich habe einfach so, es hat mir gut gemacht, ich habe nicht verwaltet, weil einfach so, wo ich gemerkt habe, we are all humans, gell? Yeah. Du nur, und einfach da, wir sind einfach alle gut selber, weißt du? Hier eine Pizza, ich habe Witz, ist so, alle gut Menschen. Und mir du geschwärzt, bref, du nur, gehen wir die große Präsentation machen. Und du guckst, jeder sein Sitz, jeder gute Sitz, also jeder hat seinen Nummer Sitz. Und ich schon mein Nummer gesehen, und wir fand ich mein Nummer. Und ich gesehen, dass links von mir einfach nicht wirklich eine Nummer ist. Das ist einfach so das Logo von der Szene, ohne Nummer. Also und dann habe ich gemerkt, oh nee, du wirst schwach, weißt du. Du wirst aber los, das sind zu viel, weil ich sitze also einfach so, weißt du, einfach so. Neben den, voilà. Und da könnt ihr ran. Und dann könnt ihr so da trippelt, in einen trippelt ihr wirklich, das ist einfach... Der klassisch so. Ja, das ist einfach ein Drip. Das ist einfach... Nee, das ist einfach gut, das ist einfach hier nicht Präsenz, das ist einfach, voilà, er trippelt, der Barack Obama trippelt. Ja. Und ich kam ran mit dem Kaffee to go. Er sagt, guck mich. Er sagt, are you ready? Und er sagt, so, I'm born ready oder selbst, oder we are born ready. Und dann setzt er sich. Und dann geht Leute auf Stage und so. Und dann, voilà, schwatzt für ihn. Und er fragt mich so Feedback, so alles, wie wie ist das von? Ich meine, gut, we say represent. This is what I call represent. Und so, wow, represent then, you know. Weil ich habe sehr viel geschwärzt. Hey, wie krass. Das war so krass. Und dann, wo Leute auf Feedback gehen, in einem Moment, wo du schon so in Diversität geschwärzt. Aber hier sitzt einfach so, neben mir. Der Tisch ist schon echt ein Mikrofon. Die Präsident kann have your microphone. No, of course. Also okay, ich habe ein Mikrofon geholt. Und dann wäre ich so. Und dann habe ich gesagt, can I stand up? Because this is... Und dann gibt es witzig, weil du... Weil ich einfach so... Because this is a bit too much, weißt du, das ist einfach zu viel. Dass du so neben da zu stehen, das wäre einfach zu krass. Ich so, of course, stand up, weißt du, own this face. Und ich war ihm geschwärzt. Und mir hast du so viel über den Kopf gekommen, weißt du, ich habe ihm geschwärzt, ich habe mich geguckt, Journalisten waren immer lauter Kamera. Und ich war auch nicht, ich habe mir viel durchgesabbelt, ich habe viel durchgeschwächt, ich habe viel... Und dann weißt du, guck mich kurz rauf, um zu gucken, und war so, ah ja, so... Und na sehr so zu dir, das du vielleicht. Ja, schon viel, ja! Das war geil gewesen. Und ich habe nicht gesagt, so... Ich habe nicht gesagt, ich war ganz viele powerful rooms und das hat mich extrem empowered. Ich habe ganz viele Räume, wo ganz viele Leute hatten mit viel Power. Von bis. Du hast alles, was du brauchst, für auch in den Räumlichkeiten zu sehen. Aber wenn man gesagt hat, einfach so, you belong here, you are not, it's not coincidence. Und ich weiß, ich habe schon mitgekriegt, dass ich ein bisschen Imposter habe, weil ich weiß,
bisschen aber amerikanisch. Sie wissen, ich ganz leben. Okay. Was ja gut ist, interessieren sich Leute, die an ihrer Fondation sind, und hier weiß ich, pur Zweifel hat. Und ich war einfach so, you belong here, weißt du, so, du hast alles, was ich brauche, für zu machen, für Politik zu machen. Und ich war schon einfach so, ja. That's good confidence, ja. Ja, schon so, ja, sind ich so, Now I'm ready. Nee, sie können toll, Patsch, mich kann auch lehren. Sie sind noch 26, gell? Ja, also. Heute schon letzte Woche den Obama kennengelernt. Das habe ich bitte. Ja, okay. Ja. Vielleicht auch andere, wenn ich viel schieße. Ich hatte doch gefreut. Hast du den Obama gefreut? Nee, ich habe es bitte gefreut. Wir haben den hier nicht gesehen an das habe bitte da ein Foto mit hinten. Und Michelle Obama und Barack Obama in der Big Affair. Also das finde ich super, weißt du so. Und schon auch schon Schule gehen. So, ja, schon nächstes kannst du plötzlich auf Stesel. Das ist geil. Representing Stesel. Hier kann ich Buch. Wo ist hier Mattbrust für den Podcast? Ah, für den Barack Obama, ja. Kannst du das organisieren, dass von der Plötzebüsch könnt, dass wir dann einen Podcast zu Feier abholen? Das wäre wirklich cool, ja. Wir können probieren. Das ist einfach hinzukriegen. Zu Pop Security, Leute. Die, was ich zum Beispiel von Influencer aus Frankreich geschrieben habe, die mal so, ja, hey, komm, ich muss schwatzen, ich will dich so den Barack Obama interviewen, so, ne? Ich habe schon 1 Million Followers, und das ist so, okay, like, ich habe 1 Million Followers, und komm, an mir, wir brauchen mehr wie just Followers, weißt du so? Mir kein Followers, geht das durch? Ja, wir Followers abwischt mehr deep, weißt du, wie am Anfang sagen Followers abzubauen, weißt du? Ja, absolut. Mehr die Anke, ja, das ist so oft. Ja? Sagst du Followers, let's call it, ne? Mann, ne? Was gibst du hier froh, wenn du hin alles kannst frohen, aber was du dich nicht traust? Oder gibst du dich alles trauen, hin zu frohen? Ich meine, was ich nicht gebe, trauen, nee, ich gebe alles froh, was ich will froh. Aber was ich hier gefroht tun ist, weil ich nicht oft geschwärzt, die wird, weißt du, die Transition zwischen Community Organizer, weißt du, einfach einen, der an seine Communität organisiert oder mobilisiert. Leader eben. Ja, ob White House. Die Transition. Heftig, also. Und du nicht gesagt, weil du sagst, du fearst. Also das ist normal, weißt du, das ist überwältigend. Ich habe da gefragt, so, how to overcome. Weißt du, weil du weißt, wie stehst du drüber? Es ist ja nicht an dem selben Scope wie hier, ich habe Angst. Ich habe Angst, ehrlich, Angst über meine Zukunft. Ich habe Angst über mein Digital Footprint. Ich habe Angst, ich habe so, was keinen Sinn ergibt. Ich glaube, dass meine Partei blabere. Weißt du, ich habe lauter Ängste. Magst du ihn nicht? Oder magst du ihn noch? Hin hat die auch. Mir hat einfach gesagt, erstens, immer full prepared sein für alles. Und das fand ich aber nicht für Interviews wie die heute. Also ich habe full prepared, das ist einfach ich selber, du bist nicht ehrlich. Ne? Aber sie war full prepared, aber auch start owning the space. Das klingt so einfach, aber komm ran und hol sie. Du siehst da, das ist einfach, es sind Hai, es sind Jana. Sie waren für du, authentisch. Ja. Lass da noch. Und so was du zu so musst. Ich meine, das ist mehr einfach, wenn du auch irgendwas zu so hast oder schon irgendwas erreicht hast. Weil wenn du noch nichts gemacht hast, für was sollst du das Space ownen? Wie gut, was mir aber beim Jan alle auffällt, dass zum Beispiel hat kann aber so sich auch immer mal zurückholen, weil du hast auch halt so Gastwesen, die sind auch so extrovertiert und die schwätzen und da kommen mir gar nicht zu Wort. Mit du hast auch kein Problem für im Moment wie gerade so eine Pause zu machen und nur zu lauschen, okay, was sieht man gegenüber lo und dann darauf zu antworten. So, und da ist zum Beispiel schon mal ein Skill, den ist nicht selbstverständlich. Für ein Kompliment zurück zu machen. Tom hat doch Leadership auf dem Aber in Podcast ist einfach nur abstrakt. Ja. Also wirklich so, ich war einfach die Introduktion, was lebe so und dann. Ja. Aber du musst, also guck, stell dir, ich gebe die ganze Zeit schwätzen und da wärst du gar und dann hast du nicht gesagt. So. Ziel verfehlt. Voilà, so passt du am Anfang ab, weißt du schwarz oder hast du das gelernt, so weißt du dich ausdrückst, für dass die Massage richtig rüber könnt. Das ist ein ganz gut froh, weil ich konnte nur teilweise auch Mails von Leuten, die mir erklärt, wie ich zu schwätzen habe. Es sind 26 Jahre. Und, das sollst du schon 3 Mal, das ist doch wichtig. Nee, das ist einfach wichtig, dass ich weiß, dass ich in einer anderen Generation sind wie andere politisch responsable Leute.
Und, pardon, ich muss kurz, ich schon Angst, dass der Rübsack geschwommen. Wir können den piepsen. Nee, das ist schlimm. Nee, deswegen zu spulen, das ist immer nicht sauber, das ist immer nicht sauber. Die so Sachen darfst du aber noch so. Ja. Nee, ich hatte eine Zeit, wo ich wirklich probiert zu gucken. Es war 21 gewählt und ich wollte sehen, wie sieht für ihn am Raum. Das ist realistisch. Erstens hatte ich keinen Sinn. Für ich so aussehen wie die Leute, die schon Doktor sind oder Schwester waren, die können Kostüme kaufen. Na, go. Ich habe keinen Sinn. Ja. Zweitens, ich habe die Bagage nicht. Den professionelle Bagage und noch, keine Ahnung, einfach die Bagage nicht vom Alter und so weiter. Das ist ja auch Experience, die du machst. Genau. Du lernst ja auch mit der Zeit. Genau. Wir haben eine andere Bagage. Genau. Ja. Und wirklich, ich probiert zu verstellen, also noch nicht authentisch. Und das könnte auch ganz unsicher rüber, ganz ehrlich. Ich sage nicht, ich fange am besten so, Ja, so Etepetete zu schwatzen, dann könnte auch nicht gut rüber. Das ist richtig. Ich kenne noch sehr oft für Jungen, wie will ich uns sehen? Ich will die Jungen sehen. Du ganz ehrlich, ich will, dass Jungleute sich engagieren. Wie soll ich mich da an den Status quo irgendwie verstoppen? Nee, ich sage, wie es ist. Aber was bei mir der Fall ist, ich adaptiere meine Art und Weise, wie ich schwätze, wo ich auch gerade sehe. Wenn ich schon invitiert bin, zum Beispiel bei mir am Club de Troisième Âge, da kommt nicht das. Was ist das? Das ist einfach, das ist so ein Club de Troisième Âge für ein Exempel zu geben. Das ist einfach ältere Leute. Club von den Seniors Club von einer Gemeinde zum Beispiel. Nee, einfach, ja, egal. Ein Seniors Club. Einfach, wo du ältere Leute ist. Ich gehe nicht hin, das schätze ich für Flachsen. Ist das schwanger? Nee, alte Radio und ich habe Flachsen benutzt. Verstehst du? Ich weiß, dass die Leute lauschen. Sind Leute, die Jungs sind und die gerade am Auto sind. Also, weißt du, das schwanger. Das ist Flachsen, Punkt. Das war mein Boom, das war lauscht, dann ist sie auch so, ich muss die gut Wir haben ja noch probiert. Und das ist mal letzte Woche. Nee, so wie mir. Ja. Ich könnte doch gesagt. In einem Interview, dass ich sehr viele Sprachen benutze, dann das wäre nicht penibel. Ja. War das Lützeburg? Also, ja. Das ist eben halt so. Also, keine Ahnung, so, ich war auch bei Cleo und ich wollte Lützeburg schwätzen, gut keine Chance. Ich wollte Französisch schwätzen, gut keine Chance. Ich nur muss Italienisch schwätzen, ich kann ja kein Italienisch. Das konnte ich nicht scoren. Ja, das ist komisch. Und also, weißt du, komm akzeptieren einfach so. Es geht mir nicht, komm ich fokussieren also auf die Message und um was es geht. Den Contenu und nicht den ganzen Garnitur rundherum, wie ich schwätzt hat, wer es hat umgedoen. Ich kriege Kommentare, und mittlerweile sind sie mir E-Mailen, ganz höflich Leute, die so gut begründen mit philosophisch Sprech. Ne? Wie Baudelaire an die ganze Sache handeln, so wie Baudelaire gesagt hat, und die mal erklären, wie ich mich uns tun und so. Ich weiß, auch egal von welcher Intention es kommt. Ja, das ist einfach nicht krass. Egal von welcher Intention es kommt, das tue ich nicht gerne. Das ist einfach so krass, mein Boundary gecrossed. Ich nicht gerne, wenn ich mich persönlich, ob optisch oder ob die Manier, wie ich bin, will belehren. Wenn ihr los seht, Jana, du hast ein Mini-Jupon, da tun sie Leute, die sind immer nach einer Sache gewinnt. Was du willst, dass dein Message auch kennt. Ne? Und du nicht willst, dass du hingehst, ohne dass du den Impact hast. Da gebe ich da kassieren, dass du, ich denke, da kann ich nicht mehr nicht mehr viel zu sagen, aber dass du als echt einen langen Hauptgrund hast und dann schwatzt du und dann Step by Step kriegst du dazu ihre Mindset zu ändern. Du gibst ja so an dem mehr extrem als der gibt da so ein, ja, wo halt er ab, dann fangen so zu so kein Minijup, dann keine Farbe, kein Dekolleté, den Haar nicht openlos, wie so, und dann wo halt ab. Nee, so nicht wirklich. Weißt du, es gibt ja Kritik. Es sind nicht nicht viel Kritik aus. Ich bin auch so schnell gewusst, so, weil ich mal Kritik unhöre. Aber das Adultsplaining, es gibt ja Mansplaining, und ich hatte auch von Adultsplaining, aber wo es Leute, die da so ist, die dich besser aus und die wollen besser wie den Alter gehen. Das fand ich einfach nicht cool. Das fand ich einfach nicht gut. Sind der viel noch, ja? Nee, ich stehe nicht so, dass das viel ist. Das ist einfach, weißt du, wenn ich dann die E-Mail nur könnte, sind es so... Für mich muss ja aber nicht schlecht sein. Heute kannst du ja auch aus der Sache lernen, ne?
Ja. Also du, weil die Julia aber mehr Experience an. Hängt vom Content, ja. Es hängt von der Overfest, jetzt früher bringst. Wenn du mir du siehst, hey, den Hoher, ich habe eine Zeit auch oft gesagt, dass wir Hoher nicht professionell wären. Für verschiedene Situationen. Okay. Professionell oder auch einfach nicht mehr hygienisch, weißt du. Am Anfang, das hat mich ultra beeinflusst und ich wollte dann mich forcieren, Glatoren zu holen, T-Shirt zu machen, das Extensions, für das ich akzeptiert gehe und ich schon immer probiert, mich zu ändern und ändern. Und dann muss ich mal, nee. Aber du kannst ja nicht mehr verlieren. Ja. Voilà. Ja, weil solange du immer so denen please, also weißt du, solange du immer dem Noges, was andere Leute von dir verlangen, so kannst du erstens nie authentisch sein und zweitens kannst du nie gewinnen, weil sie sind ja nie zufrieden. So, geht ja immer weiter. So, dann sind Tor und dann also keine Ahnung, absahnisch das und dann. Kann ich ja mit, ich will es so, wie du siehst, es kann ich ja, beim und ich auch gelernt, auch Leute zum Beispiel ein bisschen wie die Populisten genannt, weißt du. Ich fand nicht, dass in dem Regieren. Populismus ist ein Phänomen, den aufbaut bis als Anxiety, du hast Angst, dass sich Sachen ändern, du hast Angst, etwas zu verlieren. Und du musst den Leuten Sicherheit genau weisen, hey, du hast nichts zu verlieren, weil du mehr erst an der Haie rankommen, hier steht nicht, dass du den Arbeit verlierst. Das ist das so. Und du gehst dann sie Kommentare so. Einmal gehen ich auf die Konversationen an. Und ich so, hey, hast du ein Problem oder wie gesagt, oder was du gewinnen hast, du? Weißt du, das ist einfach so, ein Moment geht einfach zu viel. Das ist einfach so, das unsolicited advice. Ich fand, dass ich mich einfach beweisen, ne? Dass ich noch keine Kategorie war, also nicht eigentlich viele Leute machen, aber dass auch keine Kategorie war, schwatzen oder sich darauf fokussieren, wie, so, ich hatte Spruch im Tick, weil ich, keine Ahnung, so schwatzen oder bei der wie ich mich präsentieren, das wäre nur Baudelaire, schießt so und so. Das ist einfach nicht okay. Teil eben von der Klientel auf diese Welt bedenken, weil also die Leute, die haben eben den Standard so, entweder was du, weißt du willst von ihnen lehren oder du findest eben das nicht okay. Aber egal wie, weißt du, genauso wie du dein Standard hast und du findest, weißt du, so, oder andere junge Leute, weißt du, fanden, dass das richtig ist und alle weißen Männer das falsch machen, genauso von den all weißen Männern das da nicht richtig. Und also, genau. Du hast eben leider verschiedene Departemente. Ja, ganz genau. Ich denke, dir recht, mir ist schon für mich entschieden, dass ich bleibe, wie ich sehe. Nee, ich gebe dir recht. Genau, ja. Oder ich gebe dir nicht unrecht. Nee, ich weiß, ja. Das ist einfach... Hier noch das schlimm. Ich muss einfach bleiben, wie ich sehe. Aber ich meine, voilà. du weißt, also du kannst dich verstellen, weil du weißt du, ob du wirkst. Und dann kannst du dich verstellen und dann sitzt du eben eine andere Klientel oder du gibst noch mehr Stimme kriegen oder so. Weißt du? Du kannst dich verstellen, da gibst du vielleicht mich schnell an Dinge kommen. Ich meine, wäre dumm. Nee, du adaptierst dich. Ich verstelle mich nicht, ich adaptiere mich an mein Environment, wie ich schon gesagt habe, mit Interviews. Ich adaptiere. Ja, das ist gut. Ja. Aber ich will mich nicht verstellen. Weil sonst verlierst du die am Anfang authentisch von dir stehen. Ja, das ist auch penibel. Weißt du, wenn ich gewollt fängt mich so zu verstellen, dann geht er doch nie gehen. Ne? Ja. Das ist penibel einfach. Das ist einfach penibel. Probier einke. Ich kann nicht, weil ich mich wohlfühle. Ich habe aber schon Situationen, weißt du, wo ich einfach probiere, so wie die Leute zu sehen, wie wir haben. Zum Beispiel im Gewängerot. Das klingt einfach nicht gut. Alles ist einfach so, ich hab's dir so weit. Weißt du, so, ich hab's dir so weit. Ich kann mir vorstellen, wenn du so 10 andere Leute sitzen, die ganz anders denken, da warst du so. Hallo. Ich wollte ganz viel freuen, nämlich beim Antwort, gell? Also, wir sind als Mensch Gott sei Dank zu 99,9% eins hier im Land, rundherum, dass da ein Tabusache ist und das ist auch gut oder richtig so. Los aber froh noch zusätzlich, es geht hier nicht um das ja, das wird nämlich so, dass wir nicht Lösung vom Problem, das ist ja just ein Aspekt von ganz vielen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es so zu viel von so, nicht von dir, aber vielleicht von so linkswoken, weißen Humanistinnen, also so Universitärinnen, auch männlicher aus, so dass sie so einfach wollen, so gegen das sind und dann am Anfang einfach dick hart sind
ohne mega de Massage, weil wenn du da alles bist, du mir schätzt seit einer Stunde circa zu summen und alles was du siehst ist kohärent und verfolgt konkret Ziele oder pur konkret Ziele. Ich fand oft, dass so die links-woke Bubble so einfach so will opmüpfisch sehen, dann opfallen, also der Titel nicht mal Antwort funktionieren. Also du gehst mal ja komplett mal, das war just mein Dingens, wo ich losgegangen bin. Aber einfach so wie Sachen, zum Beispiel, wenn links ein weißer Mensch Rasta mischt, okay? Du hast dann Cultural Appropriation, was auch hexer, also ganz bestimmt richtig ist, just weil das ich kann mich nicht richtig mit identifizieren, weil ich komme nicht aus dem, ich nicht den Background. Das heißt, ich so nach ja, voilà, der will nicht, das ist nicht gelehrt so und das auch, das soll ich nicht machen, weil macht das, wenn ich nicht mehr weiß, Frau, weißer Mann, als weiße Person okay. Rasta machen. Hallo, als du aber mich froh, wir hatten das 4 Jahre auch schon kurz zugespart, dass wir nicht forcément Base gemeint oder degrading gemeint von Öschmelogifizidäre Raster zu machen, dann ist das, weil ich das flott fand, weil ich das schön fand, weil ich das cool fand, ich da empfangen als Kompliment wandern zu verstehen. Ich meine bewusst extrem die andere, die opposing Meinung, einfach just für die Diskussion. Das ist einfach so die Woke-Culture. Voilà, und du hast mich froh, sind es wirklich nicht okay? Oder sind es die links, woke, weiß, jung, Universitären, die do mega so mat Stänger mat Sache chase so nee, dat ist nicht okay, die darf das nicht machen. Wir sind von keine zu schätzen. Ich denke, es gibt Appropriation und Appreciation. Was hast du? Nein. Es gibt Appreciation und Appropriation. Ich denke, wenn du da Rasta willst machen und du weißt, Tierkot vor Rasta, du weißt, was das bedeutet auch für die Leute, die muss Rasta hatten, was das für sie bedeutet, das war Exklusion an ganz vielen Hinsichten, an ganz viele Plätzen. Wenn du das bewusst bist, dass du halt siehst, I know it, weißt du, ich appreciere, dass ich keine Kultur nicht für meinen Rasta mache, weil ich das schön finde. Why not? Like, weißt du, wir sind aber, wir bewegen uns und wir gehen immer mehr global, mehr multikulturell. Voilà. Gut, kein Problem. Lo, natürlich, ich kriege da einen ganz extremen Fall. Stell dir vor, du gehst, du lässt da Shea Butter produzieren für eine Creme. Du gehst in eine Community, eine ganze Community von den Menschen, die Frauen sind, und du lässt Frauen arbeiten. Und du bezahlst, keine Ahnung, 50 Cent für ein Döpfchen, und dann kannst du zurück in Europa und du verkaufst es für 3 € pro Flasche und du siehst einfach, ich gebe noch Leute an Afrika unterstützen, du hast keinen Kontakt, du siehst nicht, von wo es kommt. Du verkaufst einfach, wie wenn es einfach dein für und könnt von Dingen Environnement, das ist einfach nicht voilà. okay, das ist Respekt. Musst du Profit von der Ausbeutung von anderen Minoritäten. Genau. Ja, voilà. Okay. Lo bei der Rasta, mein Joch, dat von einen Weißen du das cool findest, dass den nicht unbedingt muss Geschichte haben, du wissen. Ich meine, dass viele Leute einfach nicht wissen. Du siehst mal eben sehr, du bei der Cancel Culture, merci, Cancel Culture, ja. Die mega hart ist, ja. Wo ich nicht immer verstehe. Ohne nur zu sagen, dass es falsch ist, mir einfach ich will lernen. Voilà. Also ich fand Cancel Culture furchtbar, das ist auch so, du bist from Hero to Zero very quick, weißt du, bist du Fehler, dann bist du Zero, das ist einfach die ganze Social Media Dimensionen, also einfach inakzeptabel. Und wir haben verschiedene Exempel, ich weiß doch, weißt du, wo Leute auch zu Lützeburg dann machen, da geht etwas entdeckt und selbst falsch gesucht und selbst gemacht, einfach Jahre. Und dann geht da riesig Shitstorm gemacht, dann warst du so, schau, nee, weißt du. Gut, dass Leute, du nicht mein Diplom gucken. Ja. Oder mein Test, nee, ich gut, also bei mir kurz schon gesagt, dass ich mich lesen, also das schreibe mein Test ganz proper. Du warst so, einfach so, it's too much, ich kann es fürchterlich. Weißt du, auch von hier ein riesen Fehler nicht. Ehrlich, Lo. Mit mir zum Beispiel, bist du ein riesen Fehler oder du siehst, was ich weiß nicht, online oder keine Ahnung, Kollege, ich denke, gesagt, meine Freundin wird schwarz gefärbt, das für Fusen, wer mehr schön wie ich, schwarz normal, das ist wieder frisch.
Ja. Das ist ein bisschen frisch. Weißt du, so, haben wir aber darüber geschwallt, war okay. Ja. Oder so andere Situationen, weißt du, wo du dann, keine Ahnung, wo du siehst, okay, du Person kann ich weiß, wenn wir canceln. Nee, let's discuss. Das ist okay. Pummel ist anstrengend zu schwatzen, gell? Aber ich fand, wir sollten als Sonne sitzen und schwatzen. Auch die ganz, das ist nicht Cancel Culture, aber ich hatte das im Obama hat man darüber gespart, weil ich ihm gesagt so, ja, da lass uns laufen und die ganze Zeit, natürlich, weil ich fehlt mir ein Tor, mir ist das einzig, ich wollte ein Tor vorhin. Und kein anderer Tor angepackt, bei Fiki nicht dann. Bei wem soll ich das halt chill fanden? Ja. Also, you know, weißt du, das ist einfach, das ist cool. It is what it is. Sie meinen wirklich das Base. Das heißt, das ist still room to discuss it, dann zu so ein. Ich meine, das Ding oft wie Intention dahinter zu kennen. Ich muss die ganze Zeit edukieren. Am Anfang, das Ding Energie aufwendig wird. Also, dein Ding ist richtig. So, kommen wir in eine Diskussion, kommen wir edukieren in den anderen. Mit das hat mega Energie aufwendig. Dafür müssen die Themen noch an der Schule abgegriffen gehen, der Firma. Das ist nicht immer schon mehr immer zu so ein das ist einfach so ethische Sachen, die muss einfach von Anfang an gelehrt gehen. Ja. Aber ich weiß, dass euch als Synergie besser, ich spüre das doch. Ja, ich meine auch geil. Also definitiv sogar. Ja. Aber es geht immer mehr extremer. An Politik, das heißt, Demokratie geht nämlich schwach, das heißt, alles halt so geht, das geht auch immer nicht stark, weil du den Leuten nämlich vertraust, die am Pouvoir sind. Und aus dem Grund musste man ethisch, political leaders kultivieren. Und nicht Angst tun, an denen zu investieren, weil Funders in Europa haben meistens Angst. I don't want to invest in political leadership. Und das muss bei anderen. Wenn man das macht, da investierst du an die richtigen Leute. Und die können dann die Kommunitäten mobilisieren, die können Wahlen gehen. Weil das steht für bis in Europa kann das steht für eine Wahlen gehen. Für verschiedene Leute ist dazu, gell? Ja. Also. Bei Amerika natürlich mehr krass noch mehr. Ja, Europa auch. Ich frage mich, wie die Jungen, die Lo an der Politik sind, die mir all, wie die früher waren. Ob die früher schon so gedacht haben, okay, ich will Murst, oder ob die auch gedacht haben, ich will etwas anderes. Ich bin anderen. Ich meine auch. Ja. Ich habe das gesagt, das hat mich extrem verwundert. Das hat jemand das gesagt, den sich auch den am Milieu schafft. So, aber all die Leute, die du gesagt waren, wie du, also schon nicht. Also schon nicht, ist ja da, ist Schnee, ist da. Ja, wahrscheinlich schon, weil wir sehen auch schon einen long way kommen. Ja, genau. Und ich denke, dass es wichtig ist, wir sind alle gut selbst, wie das Zeiten sich ändern, an Problematiken einfach anders das gehen. Das ist wichtig, dass den Step back zu machen. Ja. Das ist das wichtig für dich, auch an 30 Jahren zu gucken, was sich geändert hat. Ja, dass du nicht. Ja, das ist auch nicht so. Das ist komfortabel in einer Position. Weil das ist kein Job für Menschen als Politiker Mandat, gell? Das ist ein Mandat, in das Leute und der Pouvoir, die gehen da den. Wenn du fühlst, das hat nicht mehr für dich aus, weil es viel Geld, weil er einfach nicht dein ist, da kannst du so zurücktreten und einen anderen das machen lassen. Und nicht ein People-Pleaser gehen und komfortabel gehen. Aber das ist effektiv dann an denen sich mehr einfach für dich, weil du so viel Sachen für dich du brennst und schaffst und liebst, in die just Politik möchtest, weil Murcht will oder ein bisschen Suche will von Dingen so. Das ist Stereotyp. Ich glaube wirklich nicht, weil Politik das ist tough. Hautpolitik das ist tough. Ja, ich glaube nicht, dass Leute das machen, weil sie wollen Pouvoir. Das ist tough. Du kannst auch Pouvoir... Nee, also. Nee, das ist gut. Wirklich so. Also, weil du kannst auch Pouvoir holen an andere Sachen. Weißt du kannst auch Pouvoir holen auf anderen Plätzen. Wie musst du an die Öffentlichkeit machen dafür? Ja. Also ich kann dich hassen. Das ist wahr. Also ich hatte keine Lust, effektiv an der Öffentlichkeit so zu steuern. Ja. Zu viele Xavier ist ja so sauer. So, ich habe gleich gesehen, hier war du beim Zelensky, dann war so, okay, da war für ein Tag heute für Nationalfeiertag, da waren irgendwie schon am zu Bresel. Das muss ja immer sauer sein. Also ich glaube, ich kann... Dafür gibt es einen Podcast und immer so einfach viel zu froh, wie in der Misch. Du hast ja schon gefreut. Wir nehmen auf Insta geschrieben, wir haben nicht gesehen und nicht geantwortet. Wenn du den einfach gesagt kannst du ihm sagen, dass... Ich kann mal verschreiben, eine E-Mail. Eine E-Mail? Ich weiß nicht, ob du eine Antwort. Nee, du musst ihm schreiben. Okay, wir probieren. Okay. Sorry, was der Teil gesagt ist. Du warst herzlich an die Tage. Wir taggen dich. Wir geben noch so viel. Es gibt ein interessantes Gespräch, wie du gesagt hast. Wir sind live. Hinner so ein Manto, oder? Ja, wir sind so. Wir sind nicht unangenehm. Hinner so ein bisschen so Manto, oder? Für dich.
Ja, das tatsächlich immer so, was ich brauche, ja. Und ich identifiziere mich auch ein bisschen als Sänger wie das. Weißt du, wie das einfach authentisch. Ja, das auch hier. Emotional, ja. so. Also, ja. Wirklich. Alle Fehler, die ich finde, die waren nicht die Fehler, kein Mann. Und wir sind auch so, die gute sicher Mathe, die verteidigt tun. Ein Kado, das ist ja gut, ganz nicht bespart. Ich bereue das nicht. Natürlich, wie ich gemacht habe, war vielleicht ein bisschen impulsiv und so, wie Learning by Doing. Aber im Temps, weiß ich, dass 100 Politiker steht ein Mensch, mit Gefühlen und mit Ambitionen und noch einen, den viel geändert hat bei seinem Land. Hindreht letztlich am Außen, das ist ja auch viel Maus in der Welt. Ein paar Mal gesagt, die Leute, ich kenne, oft junge Generationen. Und die Jungs sind immer so, I also know someone from Luxembourg. Ja, so sie für dich, ja, und dann mit der Zeit sieht ihr selber, ja, das ist gerade. Auf jeden Fall sind die gut repräsentiert, effektiv. Hin repräsentiert super am Ausland, wirklich. Und nicht doch viel geändert und hin doch Leute Politik, weißt du, so. Nee, und ich bin nicht bereit, weil ich bestimmt kann identifizieren, wie hinaus, die Energie, den Hut, dann doch alles kombinieren. Studium, Politik, alles. Und dann hier gefuhr wie ich. Voilà, also, dafür soll es ja kommen. Voilà, du meinst. 4 Runde Wahlen. Willst du kurz frohe Fehler sind die Gastgeber geschickt? Mit meinem Handy hast du. Ich muss ganz näher neben der Toilette. Ganz viel Menge. Wir können noch eine kleine Pause machen. Sag mal so, ja, und Tom hat nur gekackt. Tom hat fertig gekackt. Sieht man nicht. Nein. Das ist aber so. Das ist egal. So, Tom hat zu viel. Pardon, ich hab's nicht direkt. Tom entschuldigt sich. Ich entschuldige mich viel. Merci für Geduld. So, wir lesen nur frohe für die effektiv Gast. Heute fand ich natürlich die coolste froh. So, der Nummer dabei. Ja, ja. Daniel Efred, wie riecht den Obama? Daniel Boltes, weil du weißt, wie den Obama riecht. Also, riecht gut. Wie Papa heute? Nee, wir nutzen das ja nicht so ultra Parfum-Stil, ne? Ich muss auch wissen, ich sitze da und ich bin mega geschwesen. Ich bin mir so gedacht, stell dir vor, du schwesen und stinkt oder du hast Mundgeruch, weißt du so. Ah nee, ich schwätze mal da und du musst mit dem Schwätzen, riecht alles, das ist ja klar. Dafür gibt das so ein, du stinkst. Ja. Ich war so, ich war geschehen, ich war so rumgeschoren, ich war so, nee, ich schon nicht von das unangenehm riecht. Das ist so, gib ein Beispiel, gib ein... Nee, es war einfach neutral, einfach Drip, weißt du, so, einfach Dripping. Okay. Ist einfach gut. Obama riecht nur nur Drip. Obama, das ist einfach nur Obama, Mann. Das riecht so, wie ihn sich vorstellt. Ah ja, nee, weil er war impressionant war für mich, als ich nicht Kaffee getrunken und ich den hier stecken. Und für mich sind ganz viele Sachen im Kopf kommen, so, hier wird Beyoncé gesehen, hier wird, ich sehe das, oh, die Leute, kennt ihr so. Ja. Wer wartet am Schlecken? So an den Kopf. Wartet am Schlecken? Ja, nee. Tradition, weil Transition, weil er nicht die Beste. Ich stand zwischen Schlecken hier mit meinem Kaffee. Ja. Was schon, du warst da so, das ist wirklich ein Mensch, Ja, du warst nicht der möchte die Roboter. Sache, nochmal. Und dann zweitens hatte ich lauter Gedanken an meinem Kopf. Und ich verdiene das. Mit Beyoncé. Hier redet Tina nicht all die Superstar kennt ihr, gell? Ja. Und dann das Vorbild von denen. Ja. Und das ist gerade nicht mit dir. Was ging Jana, junge Leute, die wollen politisch aktiv gehen, so ein? Clara Dieu. Ah ja, ich kann noch. Wie süß. Ja, aber ja, ich gebe dir so einen Kontakt mit mir abzuholen. Nee, it's a man, wirklich, genre, wirklich, just do it. Weißt du, was du willst, Sachen zu anderen, und das brennt an dir, dann just do it. Just do it. Just go for it. Dann Changementer geschehen klein. Also, Changementer, das nicht, wird schneller ist. Small steps, ja. Aber wenn du zu scheiben, also keine Confiance hast. Dann kannst du einen Mentor holen oder einen Mentor holen oder einen Advisor für den Anfang. So einen, den dich ein bisschen coacht. Okay. Und wenn du zu scheiben hast, weil du für das auch das Problem zu Lützeburg, wir haben eben die Support Structure nicht für die Leute, die das für den haben. Wir kultivieren die Leute nicht. Wir bauen die Selbstbewusstsein nicht ab. Das heißt,
wir meinen, dass Politiker sind das einfach so ein Talent oder das einfach von Geburt und das einfach ein gemachte Politiker. Was ist das? Ja, all die Jungparteien, die Jungdinger. Ja, mit die nicht immer Meiern. Weißt du, jeder mir steht neben seinem Job als Hobby. Wir machen Positionen, wir schaffen Positionen aus. Aber ein Leadership-Kurs, wie ich schon bei der Bayer Foundation, das braucht Personal, das braucht Suchen. Das okay. Ja. Okay, aber hey, der Brian Friedmanker, wie war das Gefühl, wo den Obama sich neben dich gesagt hat? Nicht überwältigend. Ich hatte ein bisschen geschwäßt, wie ich schon gesagt habe. Aber nicht so unkomfortabel, weißt du, ich war so, everything is possible now. Ich habe einfach so nie ich kann von der Schule mal so Political Leadership machen, wie ich gesagt und dann eine Support Structure aufbauen für die Leute, die wollen auch Politik, aber kein Support holen. Ich will aufbauen, dann machst du das. Ja, das ist gut. Heuer ist die nächste Frage vom, ich weiß gerade nicht den Namen. Wie gesagt, da bist du dem, was mir auf Instagram etc. gesehen aus Prozess versus Resultate und so weiter. Viele Rejections, ich pitche ganz viel, also Philanthrop Leute, viel zu suchen zu gehen in Initiative, da sind immer viele Rejections. Dann ist auch immer Interviews, bei mir mal Interviews bis nach ganz Europa. Dann müsste ein Interview mit einer bekannten Person, dann bin ich also man kann bisschen man Take. Und du sagst, du zahlst auf viel, du kannst auch nicht viel machen, und die Person ist da on Tour, und du kannst halt nicht anderen. Okay. Mir auch falsch priorisieren. Das heißt, du willst so viel machen, und irgendwie bist du mit jedem Kontakt, und jedem weiß, was du musst. Das, ja, das ist challenging. Du hast ganz viel Arbeit an, weil eine Episode, eine Episode mit Gendry, das ist eine Sängerin, eine italienische Sängerin, hat so eine Tour, hat ein Album rausgebracht, hat was zu Paris, der Fashion Show, das ist die Zeit, und mein Host, das dann hingegangen, weißt du, alles organisieren, das ist einfach. Puh. Also das war Nisha Reh, Alona von Claire Faber. Wie wichtig ist dir der Klimawandel? Du schwätzt quasi nie darüber. Ja, ich finde es immer choose everyone's battles. Klimawandel ist natürlich auch mir wichtig, dass es eine Realität die jeden betrifft, egal wie eine Partei, egal wie eine Richtung. Mir ist so, ich gebe echt da meine Leute an meinem Netzwerk, die Klimaaktivisten sind, hier Stimmen upliften, multiplieren, weil sie sich damit befassen und sie sind legit für darüber zu schwätzen, wobei ich legit sind über Repräsentation, Inklusion und Diversität zu schwätzen. Ich natürlich an dem Movement, ich muss ganz ehrlich so, bis der Klimawandel, den Impact, den der Klimawandel hat am meisten Impact an Länder an Afrika. Ne? Sie spüren den Wandel am meisten. Wir sind hier, wir bauen die Leute gut irgendwie an, und wir so nach Klimawandel müsste besser gehen. Aber wir wollen noch, dass die jede Changement da möchten. Also sich ändert, wobei mit den Agreements, Paris Agreement zum Beispiel, so aber dass verschiedene Leute Männer vor müssen machen, wie die Leute, die profitieren von der Revolution industrielle, die mussten mehr vormachen, für das man dass man eben bei Ziele kommen, wie die anderen. Und aber fand ich, dass bei Daylight mehr mussten an das Klimamovement abbauen. Und das nicht nur von an Afrika, wir mussten die auch hier in Diskussion abbauen. An das Movement da. Weil sie am meisten impactieren, ja, oder wie? Sie sind am meisten impactiert. Wir machen produzieren am meisten. Also wir sind am meisten schuld, wenn es also effektiv mit abbauen definitiv. Mehr das heißt, du findest mich noch nicht streng gehen, oder wie? Nee, ich fand so, wir können nicht so streng sein mit verschiedenen Leuten, wie man mit uns selber sollte sehen. Weil sie konnte von der ganzen Revolution industriell nicht profitieren. Wir auf europäischem Niveau, man das aber mittlerweile verstehen. Das ist nicht stolz, was ich so. Aber es ist schon, mir ist der Klima wichtig, mir nicht mit Choose my battles. Ich kann nicht überall etwas zu sagen. Ja, das passt, du willst ein Thema und du engagierst dich voll wie überall bist. Also du hast mehr Impact und manchmal. Ja. Gut. Ich habe auch genug Leute in meinem Netzwerk, die etwas zu sagen haben auf dem Sujet. Ja. So, ich habe noch 3 Generalfragen, okay? Also, war das für dich Lützeburg? Was das für Lützeburg? Lützeburg ist
divers. Ein Land, hä? Nee, für mich ist es divers, weil die Diversität das uns repräsentiert. Das heißt, ich sage noch immer, Lützeburg also divers Land, wo man die ultra Natur und dass man mehr Sprache schwätzen, das ist wirklich Natur, also das ist wirklich super. Aber auch ein Land von Opportunitäten. Ja? Kurz dazu. Ja, nee, also das ist mega Natur, dass wir Lützebäuer all die Sprache können. Aber dick viele Leute, und ich will auch gar nicht so negativ schwätzen, aber dick viele Leute, die heute schwätzen, weil ich schaffen Terrain, so, ich bin alle konfrontiert, die können kein Lützeburg, das ist nicht schlimm. Aber die, also dick viele Frankophonen für allem, für so mal Numm zu nennen, sie so, hey, wir sind heute, weißt du, so in einem frankophonen Land, so natürlich ist mir Französisch, so, kommt nicht mit dem Lützeburg, so, ich gehe schon als Meeting raus belächelt, weil ich halt sehe, auf Lützeburg, weil du fängst an zu schwätzen. Und du weißt, okay, natürlich, wir können auch Französisch, ich switche dann auf Französisch, ich kann auch mal Englisch dann kontern, dann sie so, nee, Englisch nicht so geil, komm mal bleiben über Französisch, so, weißt du, das ist so, also du hast recht, dass es mega Natur ist, dass wir so, also dass wir so können überall umpassen wie Chamäleon. Aber das Problem ist, dass wir ein kleinen Bubble sind an diesem Land. Und wie gesagt, ein ganz großer anderer Bubble das nicht möchte. Also, ich habe vorhin nur geschwärzt, ich gehe von einem Italiener rausgeboren, so, weil hier weder nachkommt, weder Lützeburg, Französisch noch Englisch. Das ist nur ein extremer Fall. Ja, ja. Aber dann ist es ganz viele Frankophonen, die einer Schafe kommen, was gut ist, wir brauchen sie, don't get me wrong. Und ich verlange noch am Anfang nicht, dass sie Lützeburg lehren, weil das ist mega schwer. Aber so, wir Lützeburg müssen uns aber ob man bewusst sein, dass wir gar nicht gut gefährdet haben, also viele Sprachen, weil hier Terrain geht nicht mehr Französisch oder Englisch. Ja, mit mir haben also es ist auch verstanden, dass ich jetzt für so ein bisschen eine Form haben. Fakt das aber ist als Spruchkuren die sie voll geht am Anfang de Wille letztlich zu lehren das enormer Moment sie will so viel Leute angeschrieben natürlich ich denke dass man schon die für eine bessere Präsentation holen an dieser Politik heute Moment nicht tun weil wir ja mengen dass die sich die können wählen sollten Nationalität tun oder den Leute sind die sollte wählen. Also meine Meinung hast du eine andere, weil ich fand, wenn man für mich offen sind mit den Sachen, da gibt es noch Leute, die sich präsentiert fühlen und sich mehr daheim fühlen. Also es ist ein von der Community Teil. Du fährst nicht mal, weißt du, du fährst, also ja, ich ein bisschen, also ich gehe da recht, dass es am Anfang soll so sein, aber die Realität wäre dann aber konkret die, dass wir können Lützeburg vergessen. Was dann auch okay ist, dann vergisst man den Lützeburger Spruch, das ist dann eben so. Mit Realität ist nicht okay, wenn wir Franzosen, die just Französisch wollen schwätzen, mal dranholen an Boot, dass die dann noch einmal aus Magiegründen Lützeburg lernen. Nein, die Realität ist, sie wollen just Französisch schwätzen, okay, wir können Französisch, da schwätzen wir just Französisch. Das ist okay, so. Wir sollen just nicht so naiv sein, für dann zu mengen. Dann noch einmal fangen sie Lützeburg auch cool zu finden, zu lernen. Nein, sie wollen kein Deutsch lernen, Deutsche wollen kein Französisch lernen. Also jeder will just 10 Sprachen schwätzen. Und wir Lützeburg sind so einfach, weil weißt du, jeder schwätzt alles. Mit das einfach auch nicht, weil zum Beispiel Französisch sind viel mehr repräsentiert, dementsprechend. Also, ich arbeite am Gastronomiesektor, das ist ein extrem frankophonen Terrain. Natürlich, wenn du am Bankensektor so schaffst, du geht immer mehr Englisch. Du hast dann dem Movement zu spüren, während am Handwerkssektor ist es mehr Deutsch. I get it. Aber am meinem Sektor konkret so, ich kann vergessen, dass es Lützeburg gebraucht wird an diesem Land. Gut nicht. Und wie gesagt, das ist okay. Aber wir sollen just nicht die Illusion haben, zu mengen, so, dass Lützeburg dann eng Sache ist. Da muss man auch kohärent sein an verstehen, okay, da war das mit der Spruch, weil wenn sie nicht mehr gefördert wird, da muss man einfach sagen, okay, wir können ja all Französisch, das eben als Nationalspruch, da kann man machen just nicht, da soll als Mammespruch von Französisch gehen. Nee, ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass du Lützeburg aussterben in einem Moment, überhaupt nicht. Es gibt ungefähr so kein ich hatte schon lange hier 600.000 Leute die schwätzen. Also ausstehen möchte ich nicht, weil da viel jemand Leute, also Generationen, die hat jetzt beschuldigt, dann ist Leute, die
Kuren holen, ausstehen müssen, weil es würde weisen, dass mehr Lützburg geschwart will gehen wie jemals wie Fidron. Als Kuren sind voll. Das ist geschrieben, dass es ausstirbt, und natürlich soll es valorisieren. Das ist schon oft schon gedacht, so, ist der Stelle für ich gehe ein Europadeputierten. Weil es aber, also Europa ist aber etwas, wo ich immer mich schon Frieden befassen und das hat mich interessiert. Ich denke, die Europadeputierten steht für aus allen Ländern, die Sänger echter Spruch, weil meine Mama-Spruch ist zum Beispiel nicht bei Pap, mein E-Spruch ist letztlich wegen Pap, dafür sind sie bei E-Spruch. Alle Menschen geben Sänger echter Spruch, die als Sänger echter Spruch am Parlament schwätzen. Ne? Außer ich das. Aber vielleicht noch andere Exempel. Das heißt, und dann tun wir auch im Moment unsere Europadeputierten national selbst, die viele Städte auf Deutsch, auf Französisch, auf Englisch. Ich weiß ganz genau, dass wenn ich bei Punkt gebe, letztlich so, dann nicht wie eine Tradition, weil ich muss ja letztlich für letztlich verstehen, mit geht es darum, wie ich mein Message rüberbringe, für das Leute daheim mich stellen. Wenn ich es gebe am Parlament auf Plätze besuchen, dann weiß ich, dass ich mehr kredibel werde. Ja. Aber ich will nicht, dass ich nicht kredibel wie sehen, ich kann ja gut Englisch, also, ich gebe doch gut auf Englisch machen oder Französisch. Ich verstehe, was ich meine. Wobei in Deutsch, in einem Membre du Parlament, die schwätzt Deutsch und die kann feiern, die kann gut Quotes holen, so. Das kann ich vielleicht nicht mehr, weil ich spreche nicht Englisch und ich muss mich nicht adaptieren. Die Ideen für das auf dem Niveau zu haben, sind ja schon kommen, weißt du, das tut das mit der ganzen, weißt du, wie Lützeburg entstanden ist, und wie wir waren viel drohen, und weißt du, die ganze Aspekt von, wie war es als Administrativspruch Französisch zu tun. Ne? Und das sind so Sachen auch so lang, wusste ich mal nicht, wie man Lützeburg verschreiben. Ich benutze noch einmal Spellchecker, um zu sagen. Also ich benutze Spellchecker. All die Akzente, die Punkte. Ich wusste das ja gut, dass du durch schon mal neu valorisieren. Und ich meine, wir machen das doch, an der Schule Spruchgötter neu valorisiert. Okay. Boah, also du musst natürlich auch dazu sagen, meine Meinung ist so extrem negativ, weil ich wirklich an der Bubble bin, wo, wie gesagt, Gastronomie, wo ich nicht mehr nur Französisch kann schwätzen. Gerade Französisch, Deutsch und Englisch. Nein, es geht besser, es geht wirklich viel besser. Also, ja, effektiv. Ich kann nicht so gut mit einem Klima schwätzen und Französisch, wie ich das auf Deutsch oder Englisch kann machen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Du bist nicht auch so frustriert, natürlich. Das ist ja normal. Aber voilà, das ist das einfach, dass ich meinen Mama-Spruch an meinem Alltag gut benutzen kann. So, das sagt mich einfach. Ja. Aber ich verstehe auch, ja. Ich muss einfach besser am Französisch gehen. Das ist einfach den Schlesen. Das ist nur beim Staat zum Beispiel. Ja. Du wirst just Faschisten, aber das ist aber nicht. Also, das ist nicht. Weißt du, wie du dann alle zwei bei den Staaten und dann rausschießt, die Polizei, die privat arbeiten, die machen das dann. Ist das wirklich so? Weil das, ich war laut Leschke an einem Jobinterview und da hat mich Karim gefragt, so mal der Grund für was willst du nicht bei der Staat schaffen wollen? Ich kann, also das war ein Frankophon, den lange in Amerika gelebt hat, so, eben der Patron von der Wort. So, ja, mal der Grund für was willst du nicht bei der Staat schaffen wollen? Also, alle Leute, bei denen ich kann, geht es früher oder später bei der Staat. Weil so. Noch nicht. Also, ja, weil mich noch nie interessiert hat. Keine Ahnung, also gut froh, aber einfach so. Also ist das wirklich so, ja? Wie geht die bei der Stadt? Nee, ich will nicht sehr Stereotypen. Okay. Ich so ganz ehrlich, wenn ich so ein Projekt gemacht habe und ich wollte Funken holen für Sachen, dann ist der Privatsektor, wo es mehr Französisch gespart oder so. Und dann, wo es an meinem Staat ist, dass du Subsidien gefragt hast, war alles so plötzlich. Ich kann sagen, Mail schreiben, plötzlich war easy. Und mein Papa ist immer im Privatsektor geschaut, das ist selbstständig. Und ich sollte immer so, ich schaffe meistens Leute, die das letzte Jahr sind, das ist auch letzte Jahr, gell? Ja. Und ich habe dann niemand geschaut, ob ich das frustriert, noch nie. Ich weiß einfach gewinnt, weißt du. Ich sage immer so, ja, wie war geht. Ich sage immer so, ja, wie geht alle zu bei der Stadt? Okay. Das wäre was, wie es geht. Ja. Effektiv, es sind ähnliche Lützebäuer bei mir an der Firma. Das ist krass. Ich fand das gut, also es ist noch so, weißt du, wenn die Jungs bei Lohmatte Wohnungspreise muss ich nicht schnell so kommen, aber wenn die Jungs, also aber gut, dass sie sich ein bisschen guckt, wie der Arbeitsmarkt lebt, dann auch probiert,
to create new things ist absolut an den Status quo Administration. Was war noch vor? Maja, also das war effektiv großes Thema abgemacht. Was willst du konkret ändern, wenn es Apps kennt anderen zu Lützeburg? Oh ja, also das ist konkret. Also, ich will gerne die nächste Generation von ambitiös politisch Frauen, also das ist aber nicht nur pour exclure les hommes, überhaupt nicht, mais juste das mein Target auf Frauen im Moment das. Die Frauen, die bewiesen haben, dass Changements in ihrer Communität machen, also dass sie dafür sorgen, dass Changements gehen, aber auch einfach Frauen, die wollen Politiker gehen, die sich nicht trauen. Sie kommen bei mir und du an mein Business oder meine Organisation trainiert sie, für Confiance zu gehen, für die Muskeln aufzubauen. Ich mag genau das, was mir gefehlt hat. Ja. Weil ich nicht fand, dass ich nicht mehr muss fallen und ich fahre immer, ich bin immer Fehler, die sind schon sad. Und dann muss ich schon abstehen, weißt du so, und dann fahre ich schon mein Kerl, das war zu anstrengend. Ich fand, da muss ich schon Pummel fahren, aber weißt du, Puzzle kann ich vermeiden. Das ist so, das will ich ändern. Ich will, dass mehr Frauen an Politik gehen, dass mehr Frauen es konstruieren an Politik zu gehen. Das will ich ändern. Die Schweizer Obama Foundation für dich, das musst du für Lützburg. Genau, selbst, ja. Okay. Nice. Und dann noch die letzte Frage aus. Für was hast du die Partei gewählt? Für was hast du DP gewählt? So, ja. Ganz kurz, also ich weiß, wie sie schon über Zeit nehmen. Ich war 17 Jahre gegangen, ich bin immer in der Stadt, an einem Environment, ich war schon immer ein bisschen Entrepreneur, wollte immer Sachen machen, die Geist kultivieren und so. Und ich schon nicht viele so Gruppen gelebt, weil ich irgendwie an meinem Environment nicht wirklich in mich gelebt. Das heißt, ich war so ein bisschen self-made. Und ich performt als die self-made Woman, die ich bin, gut an der DP rezeptioniert wird. Und aus dem Grund bin ich da gegangen, ich bin dort wohl. Und ich habe performt, dass da mehr Diversität war wie in anderen Parteien. Lo konkret bei dir eben an der Gemeinde? Ja, nee, nicht an der Gemeinde, allgemein, als generell. Okay. Ja, Talking about Xavier Büttel zum Beispiel, so? Ja, so, ja. Ist so... Ich fand, das Artikel Leadership ist den doch bis wie persönlich bist, wie just alles platonisch, alles nicht persönlich. Okay, gut. Mit hauptsächlich den Entrepreneur, das go for it Spirit, weißt du, so. Du kannst da erreichen, was du willst erreichen, so. Ja, okay. Das war ich noch kritisieren kann natürlich, mehr... Genau. Aber du, weißt du, das war eben an dem Kontakt, ich war 17 Jahre und ich habe mich allein gefühlt an meinem crazy idea world und ich fand, dass die das rezeptioniert und dann hat das DP und nicht mehr Angst 0815 Liberalpartei von früher, wenn wir adaptieren als selber und challengen, die wir führen als Film. Muss, ja. Ja, muss ich verreden von muss, kann man sind ehrlich. Ja. Dafür, weißt du, haut sie so, ich will noch das ethisch Politiker und Schaumer gehen. Ich habe auch Green Road oder CS fast bei boah, die Extremen, das war einer sagt, so sind ich so Fan, aber alles halt so an der Mitte, also ich, hey, du hast Dinge wollen, du willst selbst anderen, du willst den Leuten nur ausdrücken an Politik. Gut. Geh du hin, wie du willst. Gut, gut. Gut. Ja, also, wir könnten effektiv noch diskutieren über Partei, aber ich meine, dass ich verstehe gerade meinen Horizont, den man lädt. Vielleicht in einer nächsten Runde debattieren wir mehr. Eine Frau, Mann. Ja, hast du eine Frau ausgedischt? Nee. Okay. Weißt du, was das ist? Ich habe schon aber gesagt, dass ich bei mir eine Frau ausdenke. Ja. Ja, nee, ich war kein ausgedischt. Überleg kurz, ich schätze kurz mit der Audience. Also... Okay. Die drei Frauen, die ich gerade im Januar gestaltet habe, die werde ich auch noch einkehren. So, als andere Partei, junge Politiker, stellen schon nicht ganz interessant am Anfang. Ich hoffe, das gefällt dir. Gib mir gerne Feedback. War das denn eine Frau? Mir ist eine Frau, ob mich gerichtet oder? Nee, und dort, ja. Also ja, also quasi die Leute beantworten etwas, ob dich gerichtet, ja. Okay. Ja, schon. Ich denke, einfach froh, die sich so stellen, auch daraus, wie kann ich einen Impact an meiner Community oder an meinem Environnement, einen guten Impact. All das ist froh, wie kann ich das machen. Und das kann mir ganz klar sein, kann zum Beispiel sehen, ich challenge mich zum Beispiel all da mit einer neuen Challenge. Und Pummel ist das so, ein Moment vom Kaktus zu sagen, dass es schön ist.
einer Frau. Und du warst so schön. Was hat, oh nee, wirklich, ja. Und dann ging ich einfach. Dann ich einfach dem sein Dach gemacht, dann ging ich hin. Und ich fand, wenn wir alle gelehrt, freuen sie sich so, auch Respekt zu weisen, dass sie mal von einer besseren Welt. Ich konkret froh als was sind konkret Sachen wo aber was kann nicht machen für das einem besser geht an meiner Community und das kann nur ganz klein sein ja einfach ein Beispiel oder etwas Konkretes okay. Ja, ein Sohn das ein super Debatte möchte oder einfach zum Beispiel nur ist der Ding im beste College dass du noch pressierst über Message einfach so. Was Pierre? Nee, das ist einfach das wichtig. Und hast du ein Objekt darfst du bei? Nee. Nicht vergessen. Ich hatte etwas Kleines, aber das ist nicht wirklich repräsentativ. Ich halte mich in den Objekten. Oder? Ja. Nee, wirklich nicht. Es ist so... Das ist so ein Go-with-the-Flow-Mensch. Weißt du, bei meinem Handy ist noch kein iCloud. Ich verstehe nicht ganz Storage-Probleme nicht. Aber im Moment von meinem Storage voll ist, dann einfach ein Foto löschen. Auch wenn das Foto war von der Vakanz. Oh, ciao, weißt du so. Move on, weißt du so. Das ist irgendwie wie das sofort. Kannst du die zurückgucken. Weil ich gucke über die 4. Gut. Okay. Was hat dann für doch meine Frau? Ja. Gut. Ja. Du warst ein Politiker. Ja, der Tisch kann ich gewonnen ein Go with the flow. Go with the flow, ja, go with the flow. Ein Shoutout vom Jana Degrot. So, den die coolsten Antwort-Post an das Foto, der kriegt von dir ein persönlichen, du hast meine Lieblingsantwort gepostet. Ja. Quasi. Ja. Gute Idee. Ja, das ist gut. Ich habe sogar richtig Shoutout. Voilà. Ich war richtig Shoutout, du warst sehr cool. Voilà. Gut, merci für die Nulllasche, merci für die Zeit. Merci. Merci Gruppato. We love you. Bis nächstes Jahr. Ciao. Ciao. Ciao.